der Moment, wenn ich meine, ich drücke auf Streams starten, hab gar nicht auf Stream starten gedrückt, sondern einfach nirgendwo hin, play an wie ein Vollidiot und merke, dass der Stream gar nicht läuft. Nice! Hab ich! Events, Birger, Mika, 20 Uhr, Hetschebau, hoi die Ehre! Sind auch wieder dabei, Netti. Egal wie nett du bist, ich bin Netti. Egal wie gut du fährst, ich fahr Güte. Mehrwaschkaiser, die Ehre, Freibeschreibung aufs Güte von Heid, Hashtag Pralinsport, Hashtag Bierliebe. AFS Güter von Heid, Hashtag Pralinsquad, Hashtag Birkerliebe. Dass ich hätte niemals denkt, dass ich das jemals in meinem Leben in der Öffentlichkeit mache. Pralinsport hat's geschafft. Ab, ich will die Herzl singen im Chat drin. Merci leid. Habe die Ehre an den Mozart de la Wut, den Kausen, dem Felix, den Drogenlull, dem Mike, den FC Ingolstadt, dem Kopper, am Luke, am MyMiker, am WhatsApp, der Raufbold, die Raufbolde, am Herrn Baumgarten, am Mike 60, am Demon, am Max, am Delas, am Denk, der Kärntlerin, am Mike, am Dennis Gaming, der schlafende Titan, der Sprengi, der Nixco, der Captinus, der Lieferandalandal. Lieferandalandal. Lieferandalandal, ich bin ein Rasensprenger. Leider später sitzt MID de See nur am Feier. Sitzt mit die Spätzl nur am Feier. Du, das ist aber... Wer eskaliert da schon wieder? Der Herr Jager schon wieder. Kruzifix, der wird schon wieder nicht angezeigt. Saufen. Wochenende! Ihr so ganz Wochenende ist noch nicht. Außer, dass er einen Brückentag kriegt. Dann schon. Herr Jager, ich weiß nicht, warum es schon wieder nicht angezeigt. Ich probier's nochmal. Herr Jager. Warum geht das nicht? Jetzt geht's. Aber einen Sound mach ich aus. Wochenende! Saufen! Mr. Jager, du weißt das. Ich sag nichts mehr dazu. Küss dein Bandscheiben. Von unten nach oben und zwar jede. Merci dir, Alter. Kurz einmal vorweg. Spart euch mal euer Geld. Ich hab nämlich was. Ich hab nämlich was Tolles und dann habt ihr sogar noch was davon. Ja? Eigentlich sollst du jetzt hergehen und die 25 € sofort wieder zurückziehen. Warum? Sag ich dir. Achtung. Moment, wo ist? Einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Das letzte Mal ist schon wieder ein halbes Jahr her. Da darf ich auch Werbung in eigener Sache machen, ja? Auch wenn ich das normalerweise nicht mag. Aber ich darf, okay? Nein! Also das ist schon zu, kommt nochmal. Kommt der Herr Jager nochmal. Das ist dieselbe nochmal. Weißt du mal, die komische Stimme, die muss auch einmal hinkriegen, dass die 25 Ausrufezeichen da einmal ein bisschen würdigt, weil ganz ehrlich, nirgendwo fängt der Wochenende an und jeder so, Wochenende, saufen. Was soll das? Friends of the Billigunterhaltung, ich habe was, Achtung, ich präsentiere. Egal wie gut du fährst, ich vergüte! Es gibt neuen Merch. Sagen wir es einfach so. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ja, spart euch eine Donations. Stop it, was habe ich denn gerade gesagt? Wer ist das wieder, der Herr Geier oder der Herr Jodl? Sodele, die 4 Stunden Arbeit für die Woche ist Dort aber. ist wie heute geht. Herr Geier, merci für den Zwickel 47, 74. Da muss ich sagen, es war aber eine anstrengende Woche mit 4 Stunden. Gell? So nicht! Reisinger, fix! Mein Most ist Arbeitswag. Ja, kannst du sagen. Herr Reisinger, merci für den 5er, ja, kannst du sagen. Ja, mehr mag ich eigentlich schon gar nicht sagen dazu, außer dass momentan bis Samstag 15% drauf gibt. Auf alles, also egal, auf T-Shirts, Pullis, whatever. Es ist ein neues, wunderschönes Motiv, hat mir der Chris gezeichnet. Vielen Dank an dieser Stelle. Und an dieser Stelle vergesst mal, falls er zuschaut, ich hoffe, dass er zuschaut, er hat immer noch sein Kickstarter-Programm am Laufen mit der Saupreis-Action-Figur. Wenn er da ist, Link in den Chat hinein, bitte Dank schön. Wer Interesse droht, schaut sich das bitte an mir an. Raiden! Ich würde erst nicht wissen, ich möchte nicht... Ich wurde aus dem Discord entfernt. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Such noch Metal 86, glaube ich, heißt der. Such noch Metal 86 und ruf noch und schrei ein, du möchtest den Geschäftsführer sprechen. Merci, oder? Herr Geier! Ja, natürlich ist das freiwillig, aber trotzdem. Trotzdem denke ich mir so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich mir denke. Wir haben gerade für dieses Dampfexpress. Das ist auf alle Fälle, warte, ich tue noch mehr rein. Pass auf.
ist auf Dampfexpress. Also da dampft es unten aus, da dampft es oben aus, da schnackst der Lottel sitzt da drin und macht diesen hier. Das ist der Dampfexpress, ganz klar. Es fällt zwar ein bisschen Zaunlatten, aber nee, man kann nicht alles haben. Ja, man kann ja nicht alles haben. Fix, Mari. So, Mr. Dragon Gamer schreibt, gibt's mal eine PC-Vorstellung? Wie meinst du das? Wie meinst du das? Dass ich dir zeige, wie mein PC ausschaut. So ein schwarzer Kasten. Mit ganz viel Kabel, Geschwurbel für 4 Mikrofone, 23 Headsets und sonst was hinter dem Monitor, damit man es nicht sieht. Und 3 Monitore vor mir, wo ich den dritten eigentlich nie habe. Und das war's. Und alle meine PC-Daten, die stehen in meiner Twitch-Beschreibung. die weiß ich selber nicht. Meinst du, sie weiß, was ich auswendig weiß, was ich für ein scheiß Mainboard habe? Wer merkt denn so einen Mist? Das Einzige, was vielleicht halbwegs interessant ist, ich habe einen i9 und ich habe 2080er RTX Ti aus. Mehr brauchen wir nicht sagen. So. Was wir heute tun? Bauen wir heute den Kreisverkehr um. Ja, den wollte ich eigentlich offstream schon umbauen, damit wir uns den Scheiß da nicht geben müssen. Warte, ich lese vor. Warte, ich tue so, warte, jetzt mal in den Chat was rein, damit es so ausschaut, als war ich der oberwissende Pro-Gamer. Und dann sage ich habe einen i9 9900K mit 3,6 GHz, ich habe ein Z390 Euro Elite Mainboard, ich habe 16 GB Arbeitsspeicher, da gehören noch mehrere die Taktdaten dazu und so weiter, die weiß ich auch nicht auswendig. Ich habe auch Oros Extreme RTX 2080 Ti natürlich, ich habe eine Rocket Nist, die weiß ich auswendig, das weiß ich ausnahmsweise auswendig. Habe eine Rocket Skelter Tastatur und in der Regel spiele ich selber mit dem Logitech Artemis Wireless Headset. Da habe ich Moment, wie heißt es genau? Es ist eine Biodynamic DT770 Pro 80 Ohm Version. Dann habe ich da noch ein Rode NT1 Mikrofon, da habe ich ein Rode USB Mikrofon und ansonsten gibt es so 2 Boxen habe ich noch. Zwei Edify Boxen, die ja jeder, weiß ich nicht. Geil, neuer Merge! Und demonetized! Achtung, Achtung, es wird der Demonetized Train von Landau Isar nach Blattling, obere Stadt. Zu, Motherfucker! So. Ja, leck, was war denn das? Was war denn das? Ui, da ist es laut! Rest in peace, Mr. Headphone User! Oh Gott, Alter, was ist denn jetzt kaputt, Alter? Brrr, da hat's mir gleich mal meine Ohrwaschlasenschelle ausgepflanzt. Kruzifix, Alter, bist du deppert. Herr Kulzer! Die Tastatur liegt einsam dort, weil Father in der Mother... Die Tastatur liegt einsam dort, weil Father in der Motherboard. Wo hast denn du den Scheiß eigentlich her? Kannst du das mir sagen? Press F for Respect für den Herrn Kulzer, der, ich glaube, vor 3 Wochen oder so, übrigens... Spendenaufruf hier. Nein! Ich hab doch jetzt 2! Das ist ein neues Headset! Das ist nagelneu, das ist noch keine 3 Monate alt. Lass das jetzt! Ruhe! Reisinger Sepp! Ruhe! Press F for Respect für den Herrn Kulzer, der nämlich maßgeblich daran beteiligt ist, an dem Satz, egal wie gut du fährst, ich vergüte! So, Achtung, von mir gibt's so die Respekttröte. So, und jetzt ist er Ruhe. Wie spät ist, haben wir eh nicht mehr lang, drauf geschissen, starten wir es spät. Soll ich dir sagen, was ist? Soll ich dir sagen, was ist? Los geht's. Wieso geht's nicht? No, falsche Tasten drückt. Jetzt geht's. Aber natürlich ist der Bildschirm schwarz. Was da totaler Kass, wenn er nicht schwarz ist. So. Wir lernen uns zurück. Heute ist einmal ein wenig gemütlich. Ja, momentan ist eigentlich die ganze Zeit schon ein wenig gemütlich, wenn ich so drüber nachdenke. Detroit Become Human ist spannend, aber nicht so actiongeladen. Ich kann euch gleich schon mal sagen, ich habe nach dem Stream, zeige ich noch was her. Ich habe ein Video zusammengeschnipselt, was ich so noch nie gemacht habe, aber einfach Bock drauf gehabt habe. Ein paar Mitglieder im Discord-Channel haben es schon gesehen, finden das ganz gut. Wir werden sehen, ich kann es nicht abschätzen. Egal wie nett du bist, Nettie ist Nettie. Entschuldigung. Wir drücken jetzt dabei da schon mal fortsetzen, weil das lädt sowieso eine Viertelstunde. Oh, da passt schon. Bitte. Haben wir mir Zugführer da? Ja, passt schon, merci. Zug fahren wir hätte ich schon mal.
Da vorne so drin sitzen in einer Dampflok, das war geil. Bürger, bin a wieder dulle bis Kummer is weg und hoste schon mal Highschool DXD. Was so schön? Schaut die sogenannte nur Hashtag Dev. Ich weiß nicht, was High School DxD ist, aber es hört sich für mich so nach so einem US und fucking A-Teenie-Film an. Dann sag ich jetzt einfach mal pauschal, nein, habe ich noch nicht gesehen. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Aber Hauptsache der Liebeskummer ist weg. Passt. Ja, was willst du mehr im Leben? Ich wiederhole mich noch ungern, aber ich wiederhole mich. Andere Memes haben auch Schiene-Dichter. So. Mittlerweile, da ertönt der Sound. Achtung, da ertönt der Sound. Ich drehe mal wieder ein bisschen lauter, weil in unserem, nennen wir es mal 10 Minuten Intro, tue ich gern mal den Hintergrundsound leiser machen und dann schauen wir erst einmal, wie die Lage überhaupt ausschaut. Die Lage schaut da schon mal gar nicht so schlecht aus. Mit dem ein bisschen da runterfahren, weil sonst schaut es auch kacke aus. Und dann fangen wir an. Achtung, da machen wir zu. Fangen wir an. Wir haben jetzt stehen geblieben bei unserem Flughafen und bei unserem super tollen, riesengroßen, kann man gar nicht, wenn man mit der rechten Maustasten ja passt. Bei unserem super tollen, wir sollen sagen, Bushub und unserem professorischen Kreisverkehr da rundherum, der aber eher schlecht als recht funktioniert, weil diese zwei Güter, ich kann nie wieder ohne Grinsen das Wort Güter sagen. Kruzifix. Oder? Herr Kulzer, den ist von meinem Motherboard, den hat er von Willi Aster, mein lieber Bruder. Mein lieber Bruder. Ist schön, wenn der eine Bruder den anderen Bruder verrät im Prinzip, weil er kann einfach sagen, dass er das selber ausdenkt. Ich hätte es nie erfahren. Alter. So, aber gut, dass du mich daran erinnerst. Donation Sounds machen wir aus dabei. Wobei es heute das erste Mal, ich bin richtig stolz auf euch, eskaliert nicht ganz so dermaßen, wie es in den letzten 3 Monaten da hat. Gibt's ein Bussi aufs Nussi. Richtig so. So, was wir mir jetzt deren, das wollte ich eigentlich offstream machen, dass ich die 2 Güteranlieferungen da aus diesem Bushub außer tue und dann bauen wir mit diesem Kreisverkehr ein bisschen sauber. Ja? Das werden wir jetzt auch machen. Dazu drücken wir mal auf Pause und dann überlegen wir uns die ganze Gaudi. Als erstes brauchen wir mal, wir haben da ja 2 Güteranfahrten, weil wir das einmal nach Cham transportieren und einmal, wo geht's noch hin? Einmal nach Neumarkt-Café. Und das ist natürlich ein totaler Chaos, weil das können wir erstens schon mal viel weiter daher vorn platzieren. Da werden wir uns viel einfacher mit, wer ist da schon wieder? Sound ist zu laut, Arbeitswag. Leute, Entschuldigung. Da drehen wir wieder zurück, wo wir minus 10 Dezibel. Wo wir minus 10 dB, ist besser so? Ist es besser so? Ist es okay so? Ja? Na? Ja? Na? Was mit dem Chat? Ja, gut, passt. So, Freunde der billigen Güter und der gütesten Unterhaltung. Wir reißen den Rotz jetzt da einfach mal weg. Den Scheißdreck da, den hat wirklich keiner braucht keiner. Jetzt haben natürlich unsere Linien für den Transport von diesen Ziegelsteiner Scheißdreck, die haben natürlich völlig im Eimer. Und das platzieren wir jetzt anders. Da machen wir jetzt gleich einmal so. Gebäude, dann brauchen wir da eine LKW-Station. Die bauen wir einmal für den Neumarkt daher. Schauen wir, dass sie im Einzugsbereich ist vom Flughafen. Ja, schon da braucht er. Dann fährt der eine Laster, der das Baumaterial hat, der fährt erst gar nicht da in den Bus rein, geht nicht lange im Weg und optimöse. Um nicht zu sagen optimöse. Den Fehler machen wir nicht, weil da bauen wir später vielleicht noch so Güterterminals hin, dann haben wir keinen Platz mehr. Machen wir so. Das ist einfach da jetzt einmal das Erste. So, dann können wir. Ja, das schau hin. Das können wir bis da oben bauen. Und an den Flugplatz, der ist atomriesengroß. Da kann man hinbauen, bis wir da rumfallen. Bauen wir da her. Optimal, Alter. Optimöse. Und dann haben wir schon die 2 Linien. Cham Baumatz und Neumarkt Baumatz. Die müssen wir neu konfigurieren. Muxa, grüß euch. Kannst du einen Kräuterwastel, einen Hagel und einen Reiserer grüßen? Greiter Sepp, was war? Greiter Wast, Hagel und Reiserer. Heute ich muss Bürger mit wegen Transportfieber, ne? Merci dir. So. Wir müssen die Linie neu konfigurieren. Das erste, was wir schon mal machen können, ist diese beschissenen Wegpunkte, die wir uns da einfallen halten lassen, wegrasieren und dann nehmen wir die Kammabzweigung da herum, die löscht man außer. Stattdessen fügen wir einfach das da hinzu
Und fertig. Dann fährt der Laster da unten auch schon immer da oben in das Bus herbei. Tippitoppi, Kinder. Tippitoppi. Dann nehmen wir noch die zweite aus Neumark, Linie verwalten. Und dann, was haben wir da? Da rasieren wir auch kaum Abzweigung raus und fügen wir die Haltestelle hinzu. Da ist eine saubere Linie da oben. Passt. Das wollen wir sehen. Der besondere Michi. Heute keine 150 Euro. Nein, heute, wie 100? Ja, was ist das? Da braucht sie keiner. Das brauchst du mir nicht nur sagen. Das brauchst du mir nicht nur sagen. Michi. Psst. Merci dir. Trotzdem. Ich sage auch merci für 3 Euro. Und stop it. Merci. Kruzifix. So. Aber was wir wieder brauchen. Weil vorher hat unser System da ja eigentlich ganz gut funktioniert. Wir konfigurieren mal unseren, wie heißt denn? Na, Straßenzugang. Ja genau, Straßenzugang hier. Straßenzugang dort. Wir haben ja 4 Zufahrten quasi. Und rasieren wir den Scheiß da erst einmal weg. Rasieren wir den Scheiß da weg. Und die geschissene Kurven rasieren wir auch weg. Und dann bauen wir da eine saubere, 4-spurige Straße wieder ohne. Bam. Bam. Da wo der Bus sauber einfahren kann. Ja? Dann gehen sie die noch nicht 3 Stunden lang im Weg umeinander. Schauen wir mal die Linie an. Ich meine, der fährt zwar trotzdem da ein paar Mal so rundum so komisch behindert, aber das ist ja wurscht. Und für den Straßenverkehr, für den normalen Personenstraßenverkehr, machen wir Folgendes, nämlich da so eine Art Kreisverkehr. Das ist bloß noch die Frage, ob wir die nicht auch 4-spurig machen sollten, weil, warum nicht? Machen wir so. Das ist doch was. Dann machen wir so. Das ist doch was. Dann machen wir so, das ist doch was. Schau dir das an. Wenn das nicht super fancy ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Und der Mozart schon schreibt, Schritt 1 fertig und zack das Bündchen. Jetzt drücken wir einfach mal auf Play und schauen wir, was passiert. Let's have a look. Was haben wir da? Warum ist denn da? Da haben irgendwelche Haltestellen noch am sich löschen. Da fahren jetzt natürlich ein Haufen Autos umeinander, so wie ich das sehe. Und was mich ein bisschen nervt, ist, dass die Busse da so lange warten müssen. Was man natürlich auch mal erkannt ist, dass man die Busse dazu zwingen, dass die da unten und da unten außerfahren müssen, dass das quasi Einbahnstraßenausfahrten sind. Und machen wir Unterführungen auf die 4 Arme der Straßen quasi so rundherum. Ich weiß ja nicht. Aber es schaut mir so, als würde es ganz gut funktionieren. Was ich vorher schon mal kurz gesehen habe, ist der Flughafen Nordwestkamp. Braucht 180 Personen. Was fahren da? Da fahren auch bloß 2 Busse. Was ist denn das für ein Kalte? Was ist denn das? Kaum! Was ist denn da wieder gedacht worden? Was haben wir da? Bus 1, Flughafen Kaum. Hat Kaum überhaupt schon Bushaltestelle? Ja, Tatsache haben's. Ja, was soll ich jetzt da sagen dazu? Dann elektrifizieren wir die Straßen da noch um. Da hat man sonst in unserem Leben drin. Und dann schicken wir da noch Straßenbahnen dazu, die gleich 40 Leute transportieren können. Ist das was? Und ein Bus bauen wir auch gleich noch dazu. Ja, freilich bauen wir die dazu. So, los geht's. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Da rundum auch. Busspur schaut nicht. Ob das da jetzt in der Bushaltestelle drin funktioniert, bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber das werden wir... Was ist denn jetzt kaputt? Jetzt fahrt einfach! Fahrt nicht! Wieso fahrt er nicht? Wieso fahrt er nicht von... Wieso ist er nicht von selber da oben gefahren? Was ist denn das wieder für Kass? So, was haben wir da? Haben wir wieder schon ein Trambahndepot? Straßenfahrzeugdepot? Ein Trambahndepot haben wir noch keins. Warum nicht? Warum haben wir sowas nicht? Dann müssen wir uns bauen. Machen wir so. Na, so weit mache ich das nicht. Nochmal. So, dann bauen wir da Trambahn. Trambahn! Ich will die Trambahn! Und dann werden wir uns einmal dem Gütertransport widmen. So, Trambahn. Hier. Zack, das Bündchen. Dann kaufen wir einen CAF Urbus 3. Ja, freilich kaufen wir mir den. Kajing. Den machen wir gelb. Ich glaube, Busse waren gelb. Waren die Busse gelb? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin unschlüssig. Ich glaube, die waren gelb. So, dann schickt man los. Jawohl. Und unser elektrifizierter Kackhaus-Scheißdreck, der funktioniert offensichtlich auch.
Sonst da nämlich später schon wieder jammern, ja, wir haben keinen Weg gefunden. Nee. Da, schau her, da tust du eine, schau mal, wie viele Leute da stehen. Ja, Mindestabstand schaut anders aus, Alter. Wer ist das? Der Heinz! Heinz Zimmermann! Heinz Zimmermann, ja, tut mir leid, hast keinen Platz nicht gekriegt. Schau dir das so, 43 Leute instant drin passt. Ich weiß nicht, was ich da wollten soll. Da ist immer noch so viel Privatverkehr los. Die Leute sollen mal mit dem Bus fahren! Was soll man nicht tun? Bau die Trambahn doch gegenüber von seinem Nachbarn, dann gibt's nur eine Kreuzung. Was? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Was ist jetzt? Autosave. Ach, deswegen hingt's kurz. Ja, weil, da weiß ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Aber der Bärflau schreibt, der zweite Tat nicht schon. Ja, jetzt im Moment schon, aber wenn da 2 Busse und 2 so eine Trambahnen düsen, dann kann es natürlich sein, dass die ziemlich schnell leer sind. Wenn wir nämlich da schon mal schauen, am Campus 1, okay, der ist jetzt natürlich voll. Wie schaut es bei dem aus? Der ist auch voll. Es ist die Frage natürlich, ob, ja, wie wir es hinkriegen, keine Ahnung. Wie schaut denn der Campus 1 aus? Also dann machen wir es so, dass wir im Campus 1, also quasi in der Rundfahrt, in Cam noch einen Bus dazu tun, weil da offensichtlich ja 180.000 Leute warten und das schaut nicht. Ja, das schaut nicht. Einfach kopieren, dann fährt aus dem nächsten Depot irgendwo der Bus hoffentlich von selber hin, das wird schon passen. Der Paul-Pilot schreibt, hast du eigentlich schon die schönste Stadt in Niederbayern gebaut? Du redest von Passau. Hallo? Ist dir eigentlich klar, in was für einem Pro-Gamer-Kanal du dich aufhältst, oder? Ist dir, weiß ich nicht. Willst du mich für einen Ahnungslosen, oder was? Aber ein bisschen Ahnungslosigkeit muss ich eher dir zurückschieben, weil natürlich die schönste Stadt ist auf gar keinen Fall Passau, sondern Landau. Das ist aber sowieso klar. Ja, da gibt es überhaupt kein Radio nicht. Da gibt es keine... Nein! Herr Maischberger! Nein! Haut Tritt, bin auch wieder dabei. Du warst ja letztes Mal schon dabei. Du warst ja am Montag schon da. Lieg mich da nicht an. Lieg mich nicht an. Bussi aufs Nussi, Alter. Bussi aufs Nussi. Dankeschön dir. So, jetzt ist einmal Ruhe. Was mich jetzt interessieren wird, ist die Versorgung mit Waren an den 2 Stellen von den Baumaterialien ausreichend. Es schaut mir nämlich fast so, als dass unter kaum keine Baumaterialien kriegen. Und ich frage mich, warum. Der Einzugsbereich ist nicht am Flughafen. Warum auch immer. Müssen wir es noch mal ein bisschen versetzen? Das meine ich, müssen wir noch mal ein bisschen versetzen. Ja, das war zu knapp. Das wird auf einmal jetzt anders angezeigt. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich wegen den Kreisverkehrsstraßen halt da. Ist aber nicht weiter schlimm. Das pflanzt man da hin. Als Spieler erkennt das automatisch, dass ich da ein Depot weggelöscht habe. Und solange ich das in einem gewissen Zeitrahmen wieder hinbaue, das ist diese Sprechblase und der Ladebalken, dann erkennt das Spiel automatisch, okay, hey, das ist ein Ding, das ist wie soll ich sagen, das ist quasi austauscht worden oder geupgradet worden oder was auch immer. So, jetzt müsste eigentlich, wir schauen uns in die Flieger eigentlich aus. Da kommt gerade so ein kleiner Ski, der hat 12 Baumats auf alle Fälle dabei, das ist ja schon mal Epsi. Der kommt vom Flughafen ganz im Osten. Der düst jetzt da rein, jetzt bin ich gespannt, ob er da ein paar Baumats abliefert und nicht bloß noch 9 Mark, das war ein wenig kalt. Wie schaut's aus, kaum kriegst du auch ein wenig was? Offensichtlich noch nicht. Na gut, dann war das Ding halt einfach schon unterwegs und hat nicht ganz funktioniert. Aber da kommt schon der nächste. Wie viele Flieger haben wir auf der Baumarktlinie eigentlich? Oh, der Rosinenbomber! Ja, 4 lang fürs Erste. Die kann man aber auch durch 2 oder 3 fette Flieger ersetzen. Dann ist nicht so viel Zeug auf die Landebahnen unterwegs. Du wolltest noch einen kleinen Flughafen vergrößern. Herr Levinmann, da hast du recht und das ist genau der Plan. Das machen wir jetzt einmal, währenddessen sie hoffentlich diese Linie da akklimatisiert, ja, und normalisiert, dass da auch Baumats ankommen, da Runden für kaum. Ich hätte nämlich auch gern, dass kaum was von den Baumats hat und größer wird. Je größer die Städte werden, desto mehr Leute unterwegs, desto mehr Leute nehmen unsere Busse und Flüge her und desto mehr Geld kriegen. Wobei wir uns über das Geld eigentlich nicht mehr beschweren können, wenn wir mit 28 Millionen im Plus sind und wer soll denn die noch verwerken? Wer soll denn die noch verwerken, Alter? So, schauen wir mal da. Flughafen, da geht's auf alle Fälle über, schaut euch das so. 66 passen in den kleinen gestungenen Flughafen rein, das ist einmal gar nichts, da drückt man auf Pause, die Scheiße reißt man ab, wieder schauen. Fahrzeug im Weg! Beweis mit, leckt mich am Arsch im Weg! Müssen wir aussitzen, da müssen wir warten, Alter. Nein, Leute. Schreiner Tobi, Servus Bürger, die letzten 20 Euro hast du übersehen, kriegst nur mit 15 viel Spaß halt. Was? Wo hab ich die übersehen?
Wo hab ich die übersehen? Wenn ich die übersehen hab, Schande über mein Haupt. Küsst eine 14 Bandscheiben. Wie viel Bandscheiben hat man eigentlich? Kann mal jemand googeln, wie viel Bandscheiben das man eigentlich hat? Tobi, 15 Euro sind 2. Immer wenn ich neue Namen lese, mit zweistelligen Beträgen, kommt die ein und dieselbe Ansage. Stop it! Get some help! Und merci. Merci. Seriously, Dankeschön. So, ich darf jetzt gern den Flughafen aus dem Leben rasieren, aber ich kann nicht, weil ständig irgendwas so komisch. Was soll denn das? Hallo, wir haben das Jahr 2103. Wenn im Jahr 2103 die Flieger so ausschauen, dann gehe ich mir das schießen. Ja, schau, dass du lang gewinnst, du Zipfelklatscher, du Futzengrober. So, jetzt Pause. Angerissen den Schund. Angerissen den Schund. Großen Flughafen nicht. Güterflugplatz. Güterflugplatz? Was ist das? Güterpassagierflugplatz. Passagierflughafen. Güterflugplatz. Was ist denn da der Unterschied, Alter? Flugplatz mit einer Piste für kleine... Flugplatz und einer Piste für kleine Passagierflugzeuge. Kleine Fracht. Flughafen mit getrennten steilen Landebahnen für große Flughafen mit getrennten Landebahnen für große... Den müssen wir bauen, ne? Alter, was ist das wieder für drum? Gib dir! Brudi, gib dir! Gib dir, gönn dir! Ich weiß nicht, wie ich den bauen soll. Ich kann den gar nicht hinbauen. Schau mal das so. Saut's groß. Was ist das für Käse? Müssen wir noch so hinbauen? Müssen wir so hinbauen? Ich weiß nicht, was ich muss. Jetzt warte mal. Dann müssen wir eine Straßenverbindung herstellen. Das hilft sowieso nicht. Kinder, das hilft sowieso nicht. Der ist sauber groß für die paar Zielsteuer, die wo wir mit oben anfliegen. Schau mal das an. 15 Millionen. Ja, was kostet die Welt, Alter? Was kostet die Welt? Die Welt kostet nichts. Straßen? Da müssen wir jetzt aber irgendwie eine Straßenverbindung hinbauen. Ich weiß nicht, wie wir die so stehen sollen. Jetzt warte mal. Kollision. Okay. Straßenverbindung am Flughafen ist gegeben. Das schaut jetzt natürlich alles andere als schön aus irgendwie. Das machen wir jetzt anders. Außerdem muss man wissen, das ist die Erdmännchen GmbH. Und die wird übrigens beliefert vom Kreusis Schotter GmbH. Mit einem, der Kreusi hat aber erst einen LKW. Ich meine, da müssen wir mal aufstocken. Da müssen wir mal einen umlassen. Weißt du, was es ist? Also, wacht. So. Und ich ein bisschen umeinander begradigen. Haben wir schon wieder die Todeskanten da unten. Ich weiß nicht, was man da... Ich weiß es auch nicht, was das soll. Kinder, ich weiß auch nicht, was das soll. Sag's euch, was das ist. Oh, Mr. Fink! Es gibt beim Menschen 23 Bandscheiben. Seriously? Ja, haben wir wieder was gelernt, ja? Ich küsse alle deine 23 Bandscheiben, Leute. Wer hat das noch geschrieben? Irgendjemand hat es noch geschrieben. Zug Nummer 1 ist kaputt. Maxi King. Fix, Mari. Wo? Zug Nummer 1, aber ich hab doch da keine Warnungen. Achtung. Schauen wir uns mal Zug Nummer 1 an. Wo ist Zug Nummer 1? Moment. Völlig falsch. Wo kann ich meine Fahrzeuge anschauen? Da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Warte mal. Machen wir so. Zustand. Sehr gut. Sehr schlecht. Oh, Zug Nummer 1. Schau da noch. Das ist unser Öltanker, oder? Rohöl. Das machen wir jetzt einen ganz großen Diaritari, machen wir da 25% Haltungskosten, das wird schon passen. So, Play! Wie schaut's aus? Gut schaut's aus. Instant sind da Baumarts drin, nice. Nice Scheiße, Alter. Und jetzt beobachten wir das ganze Gespräch da mal, was tut der Kreusi LKW? Der holt 14 Steine. Wie schaut's da oben aus? Ja, da meine ich, müssen wir ihm nur einen LKW hinschicken, oder? Da meine ich, müssen wir ihm mal nur einen LKW zur Sicherheit hinschicken. Kopieren wir ihn einmal, damit was geht. Ja, haben wir soweit im Plus. Draufgeschissen, Kinder. Draufgeschissen. Fahrzeuge walten, da machen wir gleich einmal hier 25%, damit die nicht kaputt gehen. Schaut gut aus. So, was wir jetzt natürlich da kennen. Unsere kleinen gestungenen Scheißhausflieger, die wo da bloß 12 Ziegelsteine anfliegen können, die nehmen wir jetzt alle. Und dann, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir die Funktion hernehmen. Ersetze gewählte Fahrzeuge. Da klicken wir auf und dann schauen wir uns das einmal an. Es gibt nicht bloß den kleinen Short 330 C23 Schwerper, der aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, sondern es gibt auch richtig große, fette Cargo-Flieger. Da haben wir zum Beispiel den Lockheed. Ja? Der hat 24 Kapazität. Das ist schon mal doppelt so viel wie der kleine Scheiß da oben. Was kostet der kleine Scheiß überhaupt? Eine halbe Million. Dann haben wir British Aerospace 146. Die kriegt auch bloß 20 rein. Kostet aber das Dreifache. Ich meine, das ist ein Witz. Jetzt kommen wir der Sache schon nicht da. Da haben wir mit die Boeing 757, die kriegt da gepflegte 51 Teile rein. Ja?
Krotuk, hast du eigentlich eine Rundfunklizenz? Wir haben's angeschrieben, dass ich mich jetzt um eine kümmern soll. Nein. Schwieriges Thema. Dann haben wir die Tupolev, Kapazität 54. 3 Abteile, 4,3 Millionen. Ich bin mir nicht sicher, können wir uns die 4,3 Millionen leisten? Ich weiß es nicht. Einen gescheiten Burger oder Hotdog dazu, schreibt der Nosmurflein. So, aber redet sie eigentlich nur über das Essen, wenn ich da spiele? Was jetzt hier? Am Montag ist es um Gulasch gegangen, jetzt geht's um Burger und Hotdogs. Wir sollten nie da spielen. Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Hashtag Gulasch. Wow, lecker Bärflau mit dem Flammkuchen, Alter. Flammkuchen ist sowas Geiles. Babene. Was? Speck. Sahnezeig. Zwiebelzeig. Nein, da kannst du mal mit deinen Lachsnudeln abhauen. Dann nimm ich lieber einen Flammkuchen. Fahrten der mal, der Delos fährt schon wieder. Was der? Fuck du. Und der Max hat Windbeidel. Ich habe heute ausnahmsweise mich nicht gegrillt, dafür die letzten 3 Tage. Ja, ist egal. So, könnt ihr mir vielleicht sagen, was wir wieder für ein Drum hinbauen sollen? Ich weiß doch auch nicht. Ich meine, die Tupolev schaut ganz nett aus. Die kostet aber auch erstens schon einmal Kaufpreis 25 verfickte Millionen und dauerhaft 4,3 Millionen. Der Lexi schreibt, ich hab bloß langweilige Spaghetti. Hey, Spaghetti ja nicht ganz geil. Also das typische Boccherer-Menü, also Spaghetti Bolognese. Geil. Mag ich, nimm mich her. Nimm mich her. Ein 757, schreibt der Paul-Pilot. Der Einzige, der aufpasst, der nicht bloß ans Fressen denkt. Ihr Arschlöcher. Ein 757 kauft man. Ein 757 kauft man und zwar 2. Ja, wie viel haben wir drin? Also jetzt haben wir 4 mal 12. Da haben wir wieder gute 50, weißt du was? Dann bauen wir mir auch so ein 757 und bauen wir 2 rein. Da verkauft man die 2 erst einmal. Ja, verkauft man die 2. Und die 2, die ersetzt man da 757. Der kostet bloß 50 Millionen. Du, die haben wir. Haus ja mei. Wupp, macht's. Und schon haben sie da. Schau sie so. Schau's da an. Da bremst er direkt. Schau da an. Bei sowas, wir können den sauber verfolgen, wie ist denn das gegangen? Anni! Lecker Burger. Hey, Birger, der Raiden möchte immer noch mit dem Geschäftsführer sprechen. Was soll ich das sagen dazu? Was meinst du, wie ich vorkomme? Er kommt ins Discord und nächstes Tag ist er weg. Was soll ich dazu sagen? Also, dass er wahrscheinlich meint, dass ich war. So. Wie viel hat er dabei? Wo ist er? Vogel. Da, 51. Hat er 51 Ziegelsteine drin in der fette Bombe, es sind 2 Flieger weniger unterwegs. Wir können aber mehr als das Doppelte. Können wir mehr als das Doppelte umeinander fliegen? Ja, wir können mehr als das Doppelte zeigen umeinander fliegen, kostet aber mehr als das 10-fache. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Rechnung aufgeht. Aber, schauen wir mal. Ich meine, die Linie müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen lassen und währenddessen können wir mal einen Blick auf unser Dings da werfen, ob jetzt kaum endlich einmal Ziegelsteine abgekriegt oder nicht. Im Großen und Ganzen schaut es da ganz gut aus, da ich sagen. Immer wieder müssen 2 Busse warten, aber mein Gott, nein. Wie schaut's da aus? Alter, da warten 120 Leute am Flughafen. Das heißt, wir können noch mehr Flieger einspannen. Oh ja, schau, Kam kriegt auf der Stelle einen Haufen Ziegelsteine hingeschissen. Von Kam kommt der halbe. Ja, schau, haben wir schon so weit. Da ist die Tram von Kam. Hashtag Reimmonster. Die ist halb voll. Ist nur noch halb voll. Und da, ja, schau her, Kam ist leer. Da, wenn wir jetzt eine zweite Trambahn vorher hinbaut hätten, dann hätte die wahrscheinlich völlig umsonst anfangen. Und von Kosten und Transporteffizienz ist keine Spur mehr. Wie schaut's denn nicht da aus? Haben wir Hashtag Galore. Ja, gut. Warum geht denn da eigentlich der Scheißdreck schon wieder über? Kann man das irgendeine sagen? Ich weiß es auch nicht. Labo! Normal wünsche ich mir nix, aber bitte nimm den Airport sehr güter Flughafen. Dein Wunsch sei mir Befehl. Sehr güter Flughafen ist ab jetzt güter als der Rest. Herr passt schon. Jetzt Schnitzler gefälligst anständig souffliert zum werden sie fix.
wo der Mann recht hat, hat er recht. Ja? Da gibt's überhaupt kein Radi nicht. Allerdings bin ich aus Niederbayern. Ich bin nicht der eigentlich die Leute vorschreibt, wie sie einen Schnitzel zum Fressen haben. Ja? Das nicht meine Sache. Das ist nicht meine Sache. Ja? Haben wir einen Österreicherin, der einer gefälligst sagt, Grützi, fix dein nicht so flirts Tiefkühlschnitzel, mit dem der schlage ich dich das nächste Mal. Ja? Von links, rechts, sauber nicht umdrehen, das klatscht da schön, wenn da kein Banat drauf ist. Ja, da ist gleich Ruhe. Da ist gleich Ruhe. Da kennt ja nichts der Österreicher von der Welt. Nein! So. Wo der wir weiter? Kinder, wo der wir weiter? Ich weiß es auch nicht. Kinder, wo der wir weiter? Ich weiß nicht. Uffing und Neumark. Neumark hat noch keine Bushaltelinie. Die bauen wir ein. Kinder, die bauen wir ein. Die bauen wir ein so dermaßen ein, dass du sagst, leck mir Wusch, hat ihm der eine Bushaltestelle eingebaut. Zack, das Böhnchen. Wir wählen die kleine Bus und Bahn. Bus und Bahn. Richtig nice, Birger, richtig nice. Vorher bauen wir aber erst einmal Straßen aus. Wir brauchen da ein weitaus kompetenteres Straßennetzwerk. Ja. So kann das nicht weitergehen. Da geht es jetzt erst einmal so durch. Ja, passt. Da werden wir auch einen Haufen Scheißdreck wegrasieren müssen, weil ganz ehrlich, da fährt kein Bus nicht. Das ist ein totaler Kassen. So, da rasieren wir durch. Ja, ich meine, die Häuser, die bauen sich schon wieder hin. Derzeit nicht runter, die bauen sich schon wieder hin. So, und jetzt kommen wir da, wir sollen sagen, da einmal sauber im Kreis rundum fahren. Brumm, brumm. Oder oben rundum vielleicht sogar schon. Machen wir da noch was her. So, und da herunten kann man einmal so rundum fahren. Brumm, brumm. Wird schon passen, oder? Hey, ja, das wird schon passen. Man, schaust da an. Wird schon passen. Her mit der geschissenen Bushaltestelle, los geht's. Eigentlich braucht man ja große Bushaltestellen, aber da lassen wir jetzt eine kleine, weil ich hab das Gefühl, Neumark wird nicht so groß. Ja, wir haben da wieder. Ah, ne, hey Birger, das ist für gegenüber ein Raiden voll Mobby. Jetzt haben wir soweit. Ich werde es dem Geschäftsführer vortragen. Ja, Und ich werde ihm sagen, dass er schuld ist. Herr Medwaschkaiser! Mein alter Chefkoch hat mich so lange Schnitzel machen lassen, bis original wie ein Kissen aufzufliegen. Bist du Koch? Ja, da haben wir, glaube ich, schon mal geredet, gell? Verdammte Scheiße. Das heißt, ich habe tatsächlich kompetent gelernte Leute darin, die tatsächlich beurteilen können, was ich in meine Videos so erzähle. Verdammte Kacke, wieder. Oh! Pickle Rick, da hast du recht, Busspur nicht vergessen. Da müssen wir nochmal nachrüsten. Da ist nichts. Da müssen wir nochmal nachrüsten. Ich möchte zumindest mindestens auf der Innenseite eine Busspur. Mindestens. Zack. Da überall Busspur rundum. Da geht's nicht mehr. Schade, da geht's auch nicht mehr. Ja, gut. Ja, aber da geht's noch. Da geht's auch noch. Hinter mir geht's auch. Schau dir das an, wie es geht. Ja, dann machen wir gleich da diese komplette Bus. Straßenfahrzeug 45 ist sehr schlecht. Ja, dein Name ist sehr schlecht, du. Schupfer, Brunzen, Kaselorbi, Sepp. Fahrzeuge verwalten. Erst einmal fahren wir die alle gelb, weil es sondern ein totaler Käse ist. Stehen wir. Wie? Das ist ja 25% der Zipfel. Mittelmäßig, der Bus ist sehr schlecht. Da wahrscheinlich hat er keine 25% nicht abgekriegt beim letzten Mal. Scheiß der Hund drauf, wir upgraden unsere Straße. So schaut's aus. Dann kommen wir da einmal sauber im Kreis und von und da. Das muss gelingen. Das muss gelingen. Ja, da tun wir gar nicht umeinander. So. Dann bauen wir da wieder sehr schön im Uhrzeigersinn unsere Bushaltestellen hin. Eigentlich wollte ich ja oben rundum fahren, aber drauf geschissen. Kinder. Dafür fahren wir einen Kreis ganz aus. Da hat man sonst im Leben drin. Bam, 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 bam. So, haben wir die Linie Süd. Und dann haben wir noch die Linie Nord. Was ist mit Straßenfahrzeug 46 ist sehr schlecht. Mann, leck mir doch am Arsch. Grützi, fix, dann nimm plus 50% und der Stick drauf. Kann ich dafür, dass es jetzt hier eine Rostlaum-Haufen ist, das ganz aus ist. So. So viel zu dem Thema. Heute wird es ein wenig ruhiger. Ja, müssen wir jetzt da mal Meter machen. Ja, so kann es nicht weitergehen. Totaler Kalter, so kann es nicht weitergehen. So, wunderschön. Dann brauchen wir 2 Linien. Ja, so werden wir das jetzt mal machen. Neue Linie. Wer ist aus Neumark? Ist irgendjemand aus Neumark? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand aus Neumark ist. Deswegen machen wir einfach die Linie lila. Einfach, weil es kann. Neumark. Nennen wir das Ganze Bus 1. Jawohl.
Neue Linie. Ebenfalls, die ist schon lila, schon her. Du weißt gleich, was los ist. Oh, der Mietsman! Jetzt hast du meine Frage verpasst. Was? Wo? Oh, Arbeitswag. Herr Bürger, eventuell kannst du mir eine Frage beantworten zum Thema Transportfieber. Und zwar, wir können ausschalten, dass sie vor die Züge die Waggons aufteilen. Ich bringe Narzissten noch um den Dreh. Wie meinst du, dass sie beim... Warte, jetzt mal langsam. Kannst du mir eine Frage beantworten zu Transportfieber? Wir können ausschalten, dass sie vor die Züge die Waggons aufteilen. Wir meinst Waggons aufteilen. Das schreibst du jetzt aber bitte in den normalen Chat ein. Ich schau gleich nochmal. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ansonsten ist mit Sicherheit jemand, das kriegen wir schon hin. Die Frage werden wir beantworten. Im Linienmanager. Was? Killer? Nein, jetzt nicht du auch noch! Der Birks Kadett, Killer und Killer, bester Kadett, Killer und Killer. Erkenne ich leichte Anfälle von Schizophrenie? Melden sich zum Stream und Bums aufspulen. Martin schaut auch noch zu, aber Wautzen ist glaube ich noch immer beim Aufschrauben. Habe ich gesagt, der schreibt aber fair auf die letzten 2 Wochen. Wie soll denn das jemals wieder zuschrauben? Schnauzen halten und Geld nehmen für einen Grill. Das wird gemacht am Wochenende, wahrscheinlich sogar bis inklusive Sonntag. Geld, geiler Wichser, machst du einen schönen Abend, habt. Ich hoffe doch, dass ihr Spaß habt. Falls ihr Spaß habt, Daumen nach oben da lassen. Merci dir. Merci dir, Herr Killer. Meerwaschkaiser, ja, bin ich, das haben wir damals beim Cooking Simulator gehabt mit der Pommes Fritz. Ah, okay, ja, an das erinnere ich mich noch. Ich hab bloß nicht mehr gewusst, dass du das warst. Herr Raiden, geht doch jetzt, wo ich Warzone nachgefühlt 100 Stunden mehr Update hätte. Ich weiß nicht, ich hab da gestern noch mal geschrieben, du sollst es lieber noch mehr einschalten, weil gestern ist ein 30 GB Update gekommen für Warzone. Und ich also, oh. Merci, Mr. Raiden. So! Kinder, wir müssen die Linie füttern. Wo ist der Mietsman? Hat der Mietsman währenddessen was geschrieben? Ich weiß nicht genau, was er meint. Mr. Mietsman, feel free to stell your Frage in the chat. Ah, da schreibt er, dein Name ist bloß so blau, dass ich nicht sehe. Der Zug soll Stahlträger transportieren. Teilt aber seine 15 Wägen immer in 2 Wägen Stahl und Rest Holz. Ah, okay. Ja, okay, ich glaube... Vielleicht hilft dir dies. Pass auf, Zeuger. Heinze, vergeht's für den Fünfer. Leute, vergeht's jetzt. Chillt's einmal. Die Bürger noch am Deutsch, aber erstmal ein paar halbe Trinker, krieg ich Chris aus Ringsburg wieder. Du sollst fortgehen, morgen ist Vatertag und morgen ist frei und jetzt sauft er deine Fotzen voll und schau nicht mir beim Scheißdreck zu. Merci dir, Brudi. Habo, bauen gestern Motor im Bulldog ein. Wir haben weder einen Bulldog noch gestern die Motoren zur Verfügung, Habo. Den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So, jetzt pass auf. Okay, langsam aber sicher, glaube ich, check ich einen Mietsmesser. Ist doch da. Ja, ich sehe schon. Es ist aber eingestellt, dass er nur Stahl fahren soll. Auf die Bahnhöfe ist nur Stahl gelagert. Aber er lässt die... Ja, okay. Ja, jetzt pass auf. Ich glaube, dass ich weiß, was du meinst. Jetzt pass auf. Da tue ich jetzt mal schnell einen Zug bei mir her und versuche das kurz zu erklären. Du kannst. Jetzt pass auf. Nehmen wir jetzt da in dem Fall meinen Öltanker. Ja, Fahrzeug verwalten. Da gehen wir jetzt einfach mal in ersetze gewähltes Fahrzeug und dann bauen wir jetzt einmal einen Zug zusammen. So, zeige ich dir was. Wir nehmen irgendeine Lok, das ist scheißegal, aber du hast jetzt da dein Wagen, Cargo und du möchtest in deinem Fall haben, dass er nur... Flo! Servus, Brudi, wie geht's? Du hast meine Frage übrigens nicht beantwortet, wann sehen wir in Gnädel und immer wieder. Hast du mich da nicht am Montag schon gefragt? Die seht's höchstwahrscheinlich im Q&A-Video. Merci für dein 10er as always. Ich beschwere mich doch eh schon nicht mehr, okay? Ist das okay? Ist das legit? Dafür kriegst du die Tröte. So. Jetzt möchtest du, der Mietsman, möchte nur Stahl transportieren. Dann nimmst du natürlich nur, ich nehme jetzt es gibt 2 verschiedene Waggons, es gibt kleine und große und da herum sagst du könntest damit Stahl transportieren. Das fügt man jetzt da hinzu und dann bin ich ein Vollidiot, weil das nicht mehr so funktioniert wie früher. Verdammte Scheiße. Früher hat man genau sagen können, der Waggon soll Stahl transportieren, der soll Stahl transportieren, der soll Stahl transportieren. Und ich gehe jetzt einmal schwer davon aus, das geht jetzt nicht mehr, das macht Sperr automatisch. Ich gehe schwer davon aus, dass wenn du sagst, er macht da aber die Hälfte, also 2 Waggons oder 3 zu Stahl und den Rest macht er zu Baumstämme. Und aber nicht zu Bretter. Bin ich da richtig?
und im Linienmanager kann man einstellen, was er einladen soll. Dann ist das, was sie geändert haben. Das tue ich nur nicht mehr, weil es automatisch eigentlich ganz gut funktioniert. In deinem Fall müsste es eigentlich auch funktionieren. Da das jetzt, wie soll ich sagen, nicht mehr festgelegt wird, direkt im Wagen, legt er das selber fest. Du sagst, in deiner Station gibt es nur Stahl, aber kein Holz. Standardmäßig ist dieser Wagen aber mit Holz versehen, außer er kriegt Stahl zum Fressen. Das heißt, wenn du mit einem Zug kommst, wo 200 Stahl einpasst, aber in dem Depot bloß 30 Stahl liegen, dann wandeln sie die ersten 2-3 Wägen, bis voll sind, zu Stahl, der Rest bleibt Holz. Das heißt, du musst irgendwie den Verbrauch am Ende dieser Linie so weit erhöhen, dass mehr Stahl produziert wird, damit mehr Stahl produziert wird zum Abholen, damit mehr Stahl abgeholt wird und dann wandelt es auch den 3., 4., 5., 6. und 7. Waggon in Stahl um. Also es ist nicht so, dass weil da jetzt in dem Lagerwaggon Baumstämme steht, dass das quasi die Kapazität blockiert für den Stahl, der eigentlich verfügbar wird. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie verständlich war, was ich erzählt habe. Aber anscheinend, Moment, das schauen wir uns auch noch an. Anscheinend kann man in der Linie, im Linie verwalten, kann man einstellen, wahrscheinlich das da, beim Filter, den habe ich noch nie hergenommen, dass er nur eine ganz spezifische Sache laden soll. Da klickt man jetzt drauf und dann sieht man schon, aha, da geht ein kleines Menü auf, in Neumark Abzweigung, da wo wir sind. Und dann kann ich da einstellen, prozentual, was er laden, ja, und entladen soll. Theoretisch kann man, da entladen nichts, da kann man es entladen, alles außer da. Oder wie auch immer. Da kannst du dann einstellen, wenn da jetzt ein Holz steht da und was weiß ich, was alles, das tust du alles auf 0, drauf geschissen, dann wird das auch nicht mehr, wie soll ich sagen, berücksichtigt innerhalb der Linie. So, ich hoffe, das hat einigermaßen geholfen und es ist einigermaßen verständlich, was ich da jetzt für einen Kauderwelsch verzeiht habe. So, Neumark. Neumark braucht Buslinien. Haben wir schon angelegt? Nein, haben wir nicht. Da haben wir es noch nicht angelegt. So. Die ganze Geschichte, wir haben Neumark Linie 1 haben wir schon. Neumark Bus 2. Dann sucht man das Ganze, Neumark Bus 1. Irgendwo habe ich gelesen, Neumark Busse sind grün. Ja, grüner Hami, dann machen wir es grün. Dann fügen wir Stationen hinzu. Wir fangen mal ganz klassisch direkt am Hauptbahnhof an und gehen einmal im Uhrzeigersinn rechts herum von Station zu Station und sagen, passt, gut gegangen. Dann machen wir Nordbus, die Nordbuslinie. Machen wir ganz genauso. Lassen wir da einmal im Kreis fahren. Und dann schaut das gut aus. Dann haben wir unten, glaube ich, 14 Stationen gehabt. Jetzt haben wir 11. Das darf halt eigentlich nicht zu viel und auch nicht zu wenig sein. Das werden wir jetzt dann gleich sehen, wenn wir da die ersten Busse auf die Linie schicken. Haben wir da irgendwo ein Fahrzeugdepot in der Nähe? Für Neumark haben wir noch kein Fahrzeugdepot. Das bauen wir einfach da wo bauen wir das hin? Das bauen wir einfach da auf, weil es wurscht ist. Das kostet zwar dauerhaft ein bisschen Geld, aber ich bin so auf mein Konto schaue, dann sehe ich, dass wir 502 Millionen haben und dann sage ich ganz klar, Kinder, ich glaube, dass es mir wurscht ist. So, eine Fahrzeuge kaufen, Passagierfahrzeug, da kaufen wir einen Citaro, ja, da kaufen wir einen Elektrobus, weil was tut man sonst damit? Bam, die ganze Gaudi fährt man grün, gehen wir an plus 25% Unterhalt und dann schickt man 2 Stück nach Neumark. Oh, zuerst kopieren wir es noch zweimal. Dann schickt man 2 Stück auf Neumark Bus 1 und die anderen 2 schickt man auf Neumark Bus 2. Dann schauen wir ihnen erst einmal eine Runde zu, wir sind aus einem Depot außerdüsen. Schön. Ist das nicht schön, Kinder? Ist das was? Ich glaube schon. Dann beobachten wir das Ganze mal. Da ist schon der erste Passagier an unserer Bushaltestelle. Wunderschön. Währenddessen merke ich gerade, dass ich ein wenig heiser will und schütte mir erst einmal eine saubere Bananenmilch in die Pfutzen. Kannte mir eiling in den Scheißdreck. Das Einzige, was noch besser ist, ist Kirschbananenmilch. Nom nom nom. Ja, instant. Schau hier, an jeder Bushaltestelle ist da einer dort. Das soll tippitoppi laufen. Das soll heißen. Da müsste jetzt eigentlich, wir sind da, was haben wir da? Der Privatverkehr, der öffentliche Verkehr müsste eigentlich in T gehen. Dann kann man mit den Baumaterialien noch ein bisschen mehr Gas geben, da ich sagen. Da haben wir bloß plus 30%.
Hätschebau. Die Netti hätte gerne ein Fahrzeug mit ihrem Namen, Hashtag Netti. Moment. Wo haben wir ein Netzfahrzeug? Moment. Was haben wir da? Das ist der B12, den haben wir leider schon. Wo haben wir ein schönes Fahrzeug? Was ist denn das da? Da, der ist doch schön. Schau dir noch. Hashtag Netti! So. Neumarkt hat einen Bus. Eigentlich hat mittlerweile fast jede Stadt eine Buslinie. Jetzt schauen wir uns im Großen und Ganzen einfach einmal alle unsere Linien an. Ja? Alle. Und wenn ich da schon sage, dass unsere Baumaterialienlinie ein Plus von 20,5 Millionen macht, dann muss ich ganz laut lachen. Schaut euch das an, die zwei stärksten Linien, die wir haben, von oben nach unten, sind die Baumaterialien. Das erste, was wir da gleich schon mal machen können, ist, da überprüfen wir mal, wie das ausschaut. Haben die schnell genug, dass die da alles abtransportieren? Nein. Was heißt das? Wir klonen mal einen Rosinenbomber, damit da gleich einmal nur ein Flieger rausfährt. Wo kommt der Flieger eigentlich her? Kommt der da raus? Flieger, Sepp! Wo bist denn? Der kommt aus dem anderen Flughafen raus. Hätschebau! Netti sagt danke. Hashtag Netti. Dankeschön. Jetzt pass auf. Dann haben die natürlich immer mal kurz übermäßige Kosten. Dann rechnen jetzt da die 30 Millionen oder 20 Millionen gleich wieder oben auf plus 5 Millionen. Aber ich ganz ehrlich, über plus 5 Millionen beschwere ich mich auch nicht wirklich. Ja, das ist in Ordnung. Unsere Passagierflieger machen währenddessen gepflegte 20 Millionen. Dann haben wir immer noch unsere Wasserlinien. Das waren übrigens die ersten, die wir gemacht haben. Das waren die Wasserlinien zwischen Wien, Wern und Linz. Ich mein, bitte, schauen Sie euch das an. Da warten 45 Menschen, die mit dem Hovercraft von A nach B düsen wollen. Und das tun sie auch. Da ist nochmal ein volles Hovercraft. Und da ist das dritte volle Hovercraft. Ja, da ist perfekt ausbalanciert. Der Hafen geht nicht über, da warten 20, 30 Leute. Und gut, schaut's aus. Dann springt es jetzt natürlich ein bisschen krass, wenn ich da die ganze Zeit auf Speed 3 bin. Die viertbeste Linie ist ebenfalls unsere Wasserlinie von Passau nach Linz. Und dann haben wir Öl, Kunststoff, das schaut auch alles gut aus, das schaut eigentlich alles ziemlich gut aus. Ja, da haben fast alle Linien im Plus. Aber unten, ja, wenn wir da unten hinten einmal schauen, so ein bisschen, haben auch einige im Minus. So ist es nicht. Und die werden wir uns jetzt einmal anschauen. Da haben wir mal unsere Zugrundfahrten. Und das ist genau das, was ich befürchtet habe. Schauen wir mal, Zug Wien-Straubing. Wie kommen wir da hin? So kommen wir da hin. So, das ist quasi unser Dreieck, das wo man jetzt da schön grün markiert sieht, das zwischen Landau, Straubing und Wien umeinander fährt. Du bist im Minus? Ich bin überhaupt nicht im Minus. Weil man gerade ein Flugzeug gekauft hat für 25 Millionen. Das bin ich im Minus. Das kriegen wir gleich wieder. Oh, haben wir schon wieder im Plus. Schau's da an. Ja, das geht so schnell. Ja, du bist so schnell. Du bist so schnell wieder so schnell kannst du gar nicht schauen. Auf alle Fälle macht unser Dampfexpress übrigens Minus. Da gehen wir mal auf die Finanzen und schauen wir uns einfach mal die letzten 50 Jahre an. Ja, dann sehen wir mir da am Anfang, wenn wir das Ding gebaut haben, diese Verbindung zwischen den drei Städten, wohlgemerkt, da hat es den Flughafen und das Bushub in der Mitte noch nicht gegeben. Da waren wir noch im Plus, ja, zwar nicht viel, aber ein bisschen. Da hat das Ding so, wenn ich das so sehe, da haben wir 4 Millionen ausgegeben, ungefähr, und 6 Millionen ungefähr gemacht. Da war das Ding ungefähr 1,5, 2 Millionen im Plus. Und irgendwann haben wir dann in der Mitte das Bushub herbaut und Buslinienverbindungen da zwischen den drei Städten hinbaut. Und ab dann sieht man wunderschön, wie die Kosten von dem Zug hinterhergingen, weil erstens alt geworden ist und plus 25% mehr Kosten dazu gekriegt hat. Und aber dann einfach weniger Passagiere kriegt. Warum? Weil ich glaube, dass für Passagiere an sich die Busfahrt von A nach B, ja, wenn jetzt zum Beispiel der Karl-Heinz Kaber von Landau nach Wien möchte, dann kann der einmal mit dem Zug fahren, was erstens schon einmal da rundherum geht und viel länger dauert, als wenn er in den Bus einsteigt, was wahrscheinlich weniger kostet, daher fährt, umsteigt und dann nach Wien fährt. Darum haben nicht mehr so viele Passagiere mit dem Zug unterwegs und darum weiß ich jetzt auch nicht so hundertprozentig, was man da damit jetzt tun soll, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe mal in andere Videos mitgekriegt, dass es durchaus sein kann,
dass die, Moment, das zeige ich innerhalb der Linie, wenn das da steht, ja genau. Zug Wien-Straubing, die Frequenz liegt bei 9 Minuten. Und 9 Minuten ist extrem lang für Frequenz. Frequenz bedeutet, wie schnell, wie schnell das einfach der Ein- und Ausladen passiert und wie oft, dass man an Stationen stehen bleibt. Und wenn's, da sagt man schon, 9 Minuten ist mit Abstand das höchste, wenn ich da noch sortiere. Und ist massiv im Minus. Da wenn ich die andere Zugrundfahrt im Norden anschaue, die hat die Hälfte von 4 Minuten und ist bloß eine halbe Million im Minus. Warum? Weil da 2 Züge fahren. Damit ist die Frequenz her. Und Leute kommen schneller von A nach B. Haben dadurch auch eine viel höhere Rate von 537. Das ist doppelt so viel wie der einzelne Zug. Da muss ich nämlich sagen, der Dampfexpress muss leider ausgewechselt werden durch 2 so kurze Züge, damit eine höhere Frequenz oder eine niedrigere Frequenz zustande kommt und eine höhere Rate zustande kommt. Wer war jetzt das wieder? Rollgamer, merci dir. Habitritt läuft die Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft Passau-Lims Wien noch. Ja, die läuft. Schau's da an. Schau hin. Ah, ist nicht ganz voll, aber fast. 18 von 20. Wasserlinie Passau-Linz, die ist im vollen Gange. Schauen wir uns mal an. Du, die ist mit 1,1 Millionen plus. Die ist Wahnsinn. Die ist Wahnsinn. Die ist Wahnsinn. So, wir werden jetzt Folgendes probieren. Wir tauschen jetzt den Zug aus, der da im Kreis fährt, durch den kurzen Triebwagen. Das sind auch meine Lieblingspassagirzüge, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wo ist der? Da. Fahrzeug verwalten. Da darf ich jetzt hier einfach mal sagen, ersetze gewähltes Fahrzeug. Dann gehen wir wieder auf Triebwagen elektrisch. Und dann sind diese Dual-Stocks-Dinge, sind eigentlich meine Lieblingsteile. Weißt, die kosten 6,8 Millionen im Jahr, das ist ziemlich viel, das ist mit Sicherheit mehr wie der Dampfexpress da unten kostet. Aber sie sind sauschnell, es gingen 200 Leute, was massiv viel ist und überall hingelangt. Und er geht gepflegte 200 km/h. Und deswegen werden wir uns den jetzt auch leisten. Den machen wir grün. Kauft man ein, den kauft man ein. Und dann ersetzt man für 40 Millionen. Bam! Jetzt haben wir zwar da unten, da sagt man es, haben wir mit gepflegten minus 29 Millionen im Minus. Ja, aber egal. Dann kopieren wir den Scheiß. Und dann drücken wir auf Play. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ne? Wo kommt denn eigentlich der andere raus? Wo ist denn eigentlich der zweite? Ah, da ist er. Der fährt jetzt da gleich raus, da müsste der eigentlich gleich rausfahren. Wo ist er? Da ist er. Das müssen wir jetzt eigentlich ein bisschen besser timen. Moment. Ja, jetzt fängt das Phono, das sagt man da rechts um. Der fängt jetzt das Phono. Büp, büp, macht er, warte, das kann ich auch, warte. So, wunderschön. Den lassen wir aber angehalten und warten wir bis der vordere Dampfexpress Nummer 1, dann währenddessen nehmen wir ihm da Hashtag Dampfexpress 2. Und warten wir, bis der oben kurz vor Wien ist und dann schickt man ihn da unten raus, damit die schön gegenüber, so regelmäßig wie es geht, die Leute abholen. Lucky, du halt das Schienennetz vergrößern, dass mehrere Städte an den Flughafen können. Welche die nicht mit dem Bus dran hängen. Da hast du recht. Da hast du recht, das wären wir auch da. Jetzt müssen wir da jetzt einmal auf den Zug losschicken. Der Plan später ist eigentlich... Das Ding ist halt, theoretisch müsste man oder kann man Landshut da unten noch mitnehmen und so rundherum fahren lassen und das gleiche Schienennetz vielleicht sogar benutzen lassen. Das ist eine Idee. Dann kann man eigentlich theoretisch Passau da auch noch an den Flughafen herschicken. Wir könnten Linz obwohl Linz kann man an den oberen Flughafen hinschicken, Passau an den unteren. Dann darf man Deckendorf auch nicht vergessen, die haben noch da, die kann man in das Wasserliniennetz rein tun. Dann haben wir links unten haben wir noch eine Stadt, das ist Minga. Ja, Minga ist ein bisschen klar, Minga ist mir noch wurscht. Der haben wir mit Minga weg. Da lassen wir Minga in Ruhe. So. Erst kümmern wir uns aber um unsere massiven Minusgeschäfte. Dass jetzt natürlich die Zuglinie massivst im Minus ist, mit minus 6 Millionen am Anfang, das ist auch klar. Jetzt lassen wir mal die Linie sich ein bisschen einspähen und schauen wir dann einfach, ob es besser wird oder nicht. Ja, Hofinator, habe dritt ein Hoch auf unseren Lokführer. Muss gelingen. So. Jetzt muss ich mal kurz eindampfen. Wer ist denn überhaupt noch da? Merkt man schon, jetzt wird Sommer. Haben einmal gepflegte 500 Leute weniger da wie die letzten 2 Monate. Ja, merkt man schon. Ist aber auch, war klar, dass es kommt.
Ich habe übrigens, das habe ich am Anfang vom Video schon kurz erwähnt, aber mittlerweile sind auch wahrscheinlich neue Leute da. Ich habe übrigens heute ein Video fertig geschnitten. Das werde ich euch am Ende des Streams zeigen. Wenn's mögt, ab in den Chat, lasst das mich wissen. Hat aber nichts mit dem How-To zu tun. Hat auch nichts mit dem Kruzifix zu tun. Hat auch nichts mit dem, was hat es sonst so gegeben? Hat nichts mit dem Gustl zu tun. Hat nichts mit dem Stammtischmicker zu tun. Hat eigentlich ist das was ich noch nie gemacht habe. Also was ich wirklich noch nie gemacht habe. Und es hat was mit Zockerei zu tun. Einfach weil ich Bock habe. Aber das erkläre ich auch kurz im Video. Also sprichwörtlich einfach weil ich Bock habe. Ob dieser neue. Nein, es ist keine Werbung. Ich hat gar nichts mit Werbung zu springen. Hey Chibau! Ich bin nur wach, Bitch! Hey, morgen ist Feiertag. Ihr könnt alle wach bleiben, bis da rumfällt. Ui, nein, es ist auch kein Best-of. Also Best-ofs mache ich sowieso nicht mehr. Wenn ein Best-of kommt, dann kommt es vom Dampfexpress. Und ich bin unschlüssig, ob ich das einfach auflade am Wochenende dann, das Video oder nicht. Ich werde meine Reaktion anschauen. Ich hoffe, dass ihr so ehrlich seid, wie es geht. Wenn's ein Käse ist, dann lassen wir es bleiben. Keine Ahnung, ich hab mir beim Kruzifix genau das gleiche gedacht. Ja? Es wird nicht so eskalieren, wie das Kruzifix ist, weiß ich jetzt vorher schon, weil es ein relativ Nischenthema ist für unsere Community. Aber wir werden sehen. So, mit dem wir weiter. Ich stelle im Augenwinkel fest, dass unser Zug anstatt weniger Minus immer mehr Minus macht. Und fragt mich langsam, ist der Zug vielleicht so gut, wie ich meine, dass er ist? Oder legen wir die Zuglinie einfach lahm und lassen wir dafür viel mehr Leute mit dem Bus fahren? Oder nehmen wir es einfach hin? Dass der jetzt einfach minus 10 Millionen macht, lassen wir das einmal ein paar Jahre laufen und schauen wir, ob sich irgendwas ändert, wenn wir bestimmte Dinge machen. Der Lauer! Minger ist wurscht, das Verkehrsnetz ist schon über 10 Jahre zusammen. Du meinst jetzt in echt? Kann ich nachvollziehen. Deswegen fahre ich ja unfassbar ungern nach Minge. Das glaube ich ist gar kein schlechter Vorschlag. Herr WhatsApp schreibt, mach einen Zug. Das wären wir auch da. Löschen wir einen Dampfexpress 2 wieder aus dem Leben. Ja, aber ich glaube, es ist noch zu früh. Lass dir einmal ein paar Jahre laufen. Lass ein paar Jahre laufen und dann sehen wir es schon, wenn die 10 Jahre gelaufen sind, ja, Ingame-Jahre natürlich, dann sehen wir in die Diagramme schön, ob sie irgendwo eine Statistik abzeichnet, werden es mehrere Passagiere, geht er in Richtung Plus, wird es weniger Minus, schauen wir mal. Ja? Schauen wir mal. Ich arbeite die ganze Woche in Minga, bin froh, wenn ich wieder daheim in der Oberpfalz bin. Herr Spreng, das kann ich nachvollziehen. Ich bin in Minga in Berufsschule gegangen. Da bin ich allerdings mit dem Zug gefahren, das war einfacher und mein Berufsschule war Fußweg, 3 Minuten vom Hauptbahnhof weg. Aber mein Papa hat sein Leben lang in Minga gewohnt, deswegen war ich da öfters dort und da kriege ich ja das blanke Kotzen in der Stadt. Hey Chibau, ich bin Kundendienstler in München. So schlimm ist es noch nicht, wenn du früh genug losmachst, Netti. Ja, doch. Doch. Kein Sau versteht Bayerisch in Minga, ja. Wir haben auch, wer ist aus Minga? Wer wohnt direkt in Minga? Oder wer wohnt in Minga, weil die Zugreisten interessieren kann. Wer ist in Minga geboren and raised? Wo haben die echte Mingerer? Die verstehen dann schon Bayerisch. So weit haben wir jetzt auch nicht auseinander mit dem Dialekt. Der originale oberbayerische Dialekt versteht uns natürlich. Behaupte jetzt einfach mal. Wenn es nicht so ist, dann belehrt mich eines Besseren. So, Freunde der Sonne. Was nehmen wir als nächstes? Keine Ahnung. Schauen wir uns die Linie an. Die ignorieren wir weg. Was haben wir da? Rohöl. Rohöl. Was haben wir da? Irgendwie habe ich das Gefühl, Produktion, Versand, dass da... Was passiert da? Was tut das denn? Das ist mit einer halben Million im Minus. Was tut das Ding? Das ist der Öltransporter. Was tut der? Der sammelt jetzt da das Öl ein. Der wird nicht einmal ansatzweise ganz voll. Und transportiert quasi das Öl daher. So wie ich das da aber sehe, der Versand ist relativ niedrig. Aber die Produktion... irgendwas stimmt da nicht zusammen. Kinder, da stimmt ja irgendwas nicht zusammen, wenn du mich fragst. Wie geht's denn dem? Da müssen wir eine zweite Ölquelle anschließen. Habe ich schon gesehen, da haben wir am Anfang schon mit diskutiert drüber, gell? Da gehört eigentlich eine zweite Ölquelle angeschlossen. Von da herum oder von was weiß ich wo, von da her rund. Keine Ahnung.
Das ändert allerdings aber nichts daran, dass das Ding da massiv Minus macht. Wenn du mich fragst, können wir da einmal gepflegte da müssen wir eingreifen. Kinder, da müssen wir eingreifen. Ja, aber da schon der Gierge! Es gibt ja noch kein Hintergeschertindien. Was? Herr Gierge, was soll der du sagen? Merci für deine 1,55 erst einmal. Es gibt ja noch kein Hintergeschertindien. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was man sagen möchte. I'm sorry! Trotzdem Bussi aufs Nussi. Wir müssen mal diesen Zug ein bisschen modifizieren, der kostet einfach zu viel. Ja, der hat vielleicht auch zwei Waggons dort und deswegen tauscht man den jetzt einfach gnadenlos aus. Wir nehmen eine Dampflok, haben wir schon gar nicht mehr, eine elektrische, eine Diesellok. Ja, wir nehmen die kleinste Diesellok, die da ist, das ist eine BR 218. Was haben wir da? Beinspätzl! Minger geht, wenn du bei der Kapitalismus Arena ins Parkhaus fährst und dann in die Straßenbahn steigst. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ist mir aber meistens auch zu blöd. Ich vermeide einfach von Grund auf nach Minger zu fahren. Ja, Beinspätzl, merci dir. Das Landau fährt der Zug auch immer leer. Ja, in Landau mag man auch nicht fort. Um Gottes Willen, Alter. So. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es keine kleine Lok mehr gibt als die BR 218. Und die kostet 1,1 Millionen im Jahr und das ist einfach zu viel. 1,3 Millionen, elektrisch 5 Millionen, 2,7 Millionen und Dampfloks gibt es keine mehr. Ja, bis zum nächsten Mal. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon 5-mal gesagt oder 4-mal gesagt. Muss ich mich mit Mods auseinandersetzen. Ich hätte gerne nämlich jetzt eine Dampflok, die nichts kostet und die genauso schnell geht. Wo ist denn die ganz kleine? Wo ist denn die eigentlich hin? Oh, Fahrzeug 48 ist sehr schlecht. Fahrzeug 48 ist sehr schlecht. Fahrzeuge, da eins. Zustand, sehr gut, sehr schlecht. Der Grazer Bus wieder. Da markieren wir es alle. Geben wir einer plus 25. Mittelmäßig sehr schlecht, das muss klar. Mittelmäßig muss klar für Graz. Aber der Fernbus ist immer noch im Arsch. Ich weiß nicht, was sein Scheißproblem ist. Dann tauscht man halt aus. Gib ihm. So, der ist jetzt einfach sehr gut. Wir geben ihm plus 25%, dann muss das gehen. So, was haben wir da? Der Grazer Bus. Die Züge in Graz. Ja gut, jetzt werden wir die Züge, die wo schon im Minus sind, auch noch plus 25% mehr kosten lassen. Dann generieren sie erst richtig übel Minus, aber das wird nicht helfen, weil sonst haben die einfach beschissen. Das nehmen wir in Kauf, ja, für das haben wir einen Haufen Geld. Die Flugzeuge können auch mal gewartet, wenn du mich fragst. Ja, die geben wir plus 50%, weil die generieren so viel Geld, dass es einfach scheißegal ist. Und wenn du mich fragst und ich da in den Flughafen reinschaue, ist da Dauerverstopfung. Wird zu viel Gas gefressen. Da können wir noch 2 Flüge einbauen. Ja? Was wir da lernen? Airbus, Aircus, Airnus, B12 haben wir sonst irgendwelche tollen Vorschläge für 2 Flüge. Ich kopiere dabei 2. Flugzeug 3 und Flugzeug 4, da fliegen jetzt 6 Flugzeuge umeinander. Und hacken da Passagiere umeinander. Wie schaut es am anderen Flughafen aus? Moment, schauen wir mal rüber. Also da warten auf alle Fälle, hoppala, falsch. Ja, Northwest Depart, bla bla. 115, gingen gnadenlos über. Da gingen so viele Leute verloren, das ist auch nix. Und da herunten schaut es ähnlich aus. Da warten 62. Ja, da geht schon was. Allerdings kommen da auch gerade 2 Flüge raus, den lassen wir jetzt einmal schnell warten. Den einen Flüger lassen wir jetzt einmal schnell warten. Eventuell müssen wir da noch eine Landebahn hinbauen, eine separate. Das werden wir auch instant da. Konfigurieren. Verschiedenes. Zweite Landebahn benötigt. Was ist das da? Landebahn. Landebahn für 8 Millionen. Die bauen wir hin. Da können die landen und starten parallel. Geht alles flutscht alles ein wenig besser. Dann muss die eine Hälfte nicht warten, wenn gerade jemand landet und lauter so ein Kass. Und währenddessen haben wir ganz brutal und bauen wir gleich noch. Was ist denn eigentlich das da? Eine Rollbahn. Ja, da bauen wir noch eine Rollbahn auch hin, weil warum nicht? Warum nicht, Kinder? Wunderschön. Wunderschön. Jetzt müssen wir bloß noch einfach mehr Leute aus Straubing, Landau und Wien Bock kriegen, dass da einfach mal zum Flughafen hinfahren und verdammt nochmal mit dem Flieger fliegen! Fix! Fix letten! So. Zeit, Städte zu pushen. Wie machen wir das? Mein geschultes Pro-Gamer-Auge erkennt Potenzial für Calm und Nein-Morg. Und woran erkenne ich das? Da klicken wir jetzt mal drauf, da liegen über 55 Baumaterialien drin. Für Calm, die einfach gnadenlos übergängen, aber unsere Flieger immer mehr produzieren und liefern und Kack und Kack.
Da ist Ultrastau, sag ich grad. Da ist Ultrastau, warum? Naja, kriegen wir auch noch irgendwann in den Griff. Jetzt erweitert man erst einmal unsere Baumarkt-Herrealien Anlieferzone. Und zwar auf beiden Seiten. Ja, beide Seiten machen wir größer, damit da mehr Zeug passt. Damit das nicht so überschwappt. Und übrigens, für die Leute, die es ausspielen und das nicht wissen, was weiß ich, sobald da, wie da jetzt zum Beispiel so ein Ausrufezeichen dort ist, dann ist quasi das Lager voll und alles, was die Flugzeuge jetzt in meinem Fall anliefern und darüber hinausgeht, was da reinpasst, geht einfach verloren. Und ich bin mir gar nicht einmal sicher, ob du überhaupt Geld dafür kriegst, wenn du das anlieferst. Oder ob das Zeug einfach verloren geht. Und du hast das quasi umsonst in der Weggeschichte umeinander transportiert. Der Max schreibt, ich hätte gerne einen Zeitexpress für einen Time. Zeitexpress. Wo der man Zeitexpress hin? Das ist eine Rosinenbombe, das können wir ihm nicht geben, aber wir haben doch da irgendwo zwei Züge. Da muss doch noch ein Name frei sein. Das ist der Dampfexpress. Wir brauchen einen Time Express. Wo ist der Time Express? Oh, da, pass auf. Das passt zum Time. Time da in Österreich, zwischen Linz und Wien, da huldigt man am Time ein Hovercraft. Hashtag Time Express. Number 1. Press F for Respect für die Moderatoren. Merci, Max. So. Was wir auf alle Fälle sofort einmal deren auf dieser Linie von Calm von Ohrlaster. Der Bebo Express. Was zur Hölle ist der Bebo Express? Hab ich wieder vergessen. Den kopieren wir auf alle Fälle mindestens einmal einmal. Dass da 2 Baumateriallaster davon, damit das da einmal ein bisschen zackiger geht. Selbiges für Neumark. Ja? Da gehen wir her. Das kopieren wir und dann fahren da auch sofort 2 umeinander. Die dürfen dann auch sofort da rausfahren. Ja, was mir gar nicht gefällt, wenn ich das da so sehe, da stehen so viele Autos. Dass ich nicht weiß, wie wir das jetzt machen. Eigentlich müsste man fast so eine Autobahn, also eine Auffahrt machen, wo unten die Busse waren. Das probieren wir jetzt pass auf. Ich baue da jetzt einfach mal ein Konstrukt und probiere das einfach mal aus, weil ich auch nicht weiß, was ich da tue. Und so mit dem normalen Privatverkehr habe ich mich in meinen normalen Spielen auch nie so wirklich befasst. Aber dass da einfach 2 Autos im Stau stehen, das ist mir auch klar, oder? Ja, aber das, Killer! Hast du wieder eine Übersengenbürger? Schon wieder? Wo? Oh, deine natürlich. Nennen uns noch mir und andere Apollo 13. So, das ist jetzt das letzte, was ich umnenne, weil sonst wären wir nicht mehr fertig. Und auch in 5 Minuten kann ich mir anhören, aha, jetzt nimmt er wieder Geld für diese Saison umnennt. So, da kommt man gerade ans Recht. Was nehmen wir jetzt? Pass auf, die zwei Laster da nehmen. So, wir nehmen uns The Killer 25. Und das andere, den anderen Stalllaster, der guckt da umeinander in Neumark, wie nennen wir den? Apollo 13. So, Erhöhe jetzt! Und merci. Birgit, du wolltest den Bahnhof am Flughafen noch ändern. Bahnhof am Flughafen. Was? Welchen Bahnhof am Flughafen? Und der Florian Hetterich schreibt, aha! Jetzt sind wir wieder Geld fürs Umnehmen. Was für ein Bahnhof am Flughafen? Ich weiß nicht, was für ein Bahnhof das genau meinst. Er weißt schon, Vorschlag für die Flüge. Nein, jetzt ist er Ruhe. Jetzt ist er Ruhe. Hab ich gesagt. Ruhe ist gesagt. Was mir auf alle Fälle auffällt, da herunten ist es nicht so schlimm. Da herunten ist es auf alle Fälle nicht so schlimm mit dem Straßenverkehr. Offensichtlich ist in Landau, Straubing und Wien nichts los. Naja, hilft ja eh nicht. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Jetzt bauen wir da mal eine super fancy Straßenscheiße rundherum und schauen wir einfach mal, was passiert. So, jetzt pass auf. Da machen wir jetzt so. Pass auf. Nein, keine scheiß Busspur. Machen wir jetzt so. Okay. Ich möchte jetzt da gerne Kurven bauen. Weiß jemand irgendeine Tastenkürzel, wie man da jetzt einfach eine bauchige Straße baut? Weil irgendwie ist das bloß gerade. Ja, jetzt halt.
Da schau ich. Ah. Dann machen wir jetzt so. Was ist, was wird denn das? Nein, das ist nix. Ja, jetzt warte noch. Schaut beschissen aus, wie es aber am Ende vielleicht ist. Ja, wenn das einmal keine saubere Umgehungsstraße nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. Kinder, dann weiß ich es auch nicht. Alter, wieso? Da ist doch, hab ich da keine Busspur hergebaut. Wieso hab ich da keine Busspur hingebaut? Kann man das einmal irgendjemand sagen? Natürlich brauchen wir da eine Busspur. Selbstverständlich brauchen wir da eine Busspur. Wenn der Bus im Stau steht, dann kann ich mir halt Pfotzen ans T-Shirt hinhauen. Verstehst? Gib mir die Busspur. Bis vor die Haustür. So. Ja? You see what I did there? Ob das was geholfen hat, bezweifle ich furchtbar brutal, aber... Theoretisch brauchen wir jetzt eigentlich nur von der Straße da eins so. Ich mag ein Autobahnkreuz! Wenn ihr wisst, wie man sowas konzipiert, dann darf ich eins hinbauen. Warte mal, es gibt da vorgefertigt jetzt, pass mir auf. Da ist sowas da. Schau dir mal so, wie fancy das gebaut ist. Schau mal hin. Alter! Allerdings kapiere ich den Sinn von dem Ding heute hinterm vorhin nicht. Das käme mir, wie soll ich nie das drum jemals da eintegrieren? Der haut da gar nicht hin. Dann nehme ich da lieber mal, oder gib doch mir das. Gib doch mir das vorgefertigte drum da. Schau dir mal das an. Alter, der Autobahnkruzifix. Level 5000, wer hat das kann ich nie bauen. Ich verstehe hinter vorne, was das für einen Sinn haben soll. Außerdem. Ich sehe keinen Stau mehr, ihr? Ich sehe hier keinen Stau mehr. Fast keinen. Fast keinen. Ja, und dann pflastert man alles ein bisschen mit Bam zu. Dann pflastert man einfach alles mit Bam zu, dann seht's keiner. Pass auf. Dann machen wir so ein bisschen Maltools. So. Was jetzt? Ein bisschen Bam hin. Ja, machen wir ein bisschen größer da. So. Ja, dann seht den schon da, wie schlecht das er ausschaut. Seht gar keiner mehr. Das ist gut. Das machen sie übrigens in echt auch so. Einfach mit 25 Bäumen rundum und seht keiner, dass wir eigentlich die ganze Welt betoniert haben. Sehr schön. Hey, Brudi, kein Ton möchte ich hören. Das Ding. Wenn das Ding nicht fancy as fuck ist, ne? Pro-Gamer. Da fällt mir kein anderes Wort nicht ein dafür. Da möchte ich auch kein anderes Wort nicht dafür hören. Ich meine, schau, sagst du einen Stau? Ich seh keinen. Ja? Ich lasse mich jetzt aufstehen zum neuen Verkehrsminister. Herr Festknecht, da hast du recht. Ja, das ist diese Option. Das ist auf alle Fälle eine Option. Frau Merkel, meine Telefonnummer ist 555 Nase. Ich erwarte hier einen Anruf um 20:20 Uhr. Am 20.20.2020. Dankeschön, Frau Merkel. Danke, Merkel. Ich bin das Volk. So. Ja, das schaut gut aus, oder? Das schaut gut aus. Das Einzige, was nicht gut ausschaut, ist das da. Da staunen sie schon wieder die Leute. Die Leute nach Graz und die Leute nach Neumark. Brudi, was soll ich das sagen dazu? Davon 3 Busse. Was möchtest du denn von mir? Muss klar. Was haben wir in Neumark? Davon 2 Busse. Gut, da kann man mal einen hinzufügen. Haben wir da eigentlich Elektrogleise hinzugefügt? Brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Graz. Fahrzeuge verwalten. Da kopieren wir einfach sauber mit einem Bus. Das muss gelingen und in Neumark ebenfalls. So, dann schaut doch das da super fancy aus. Schaut super fancy aus. Was meint ihr? Michi! Nur der TSV, einmal Löwe, allweil Löwe. Ja, nicht ganz, aber ja, im Grunde unterstütze ich das. Aber wenn ich den Fußball mittlerweile hasse. So, oder? Hat's mal Kuppel ausgedroschen. Fix Mario, oder? Da Andi Diener schreibt, die sollen nicht so viel fliegen, das ist nicht gut für die Umwelt. Das sind Elektroflieger.
Aus Papier. Die hat in mühevoller Handarbeit Greta Thunberg herself, Entschuldigung, oder himself, da bin ich mir nicht so sicher, gefaltet mit Liebe, maximaler Liebe und E-Kraft. Nice. So, jetzt muss ich mal kurz reinrauchen in meinen behinderten Deppenschell. Ist das genehm? Ja. Währenddessen schauen wir uns das Regetreiben auf unserem, wie heißt der? Sehr guter Flughafen. Also für den Namen gibt es noch die Respektröte. Oh, das ist so dumm. Wie geht's euch? ...2119, es gibt keine Elektroflieger! Was für eins Welt ist das? So. So, jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt sehen wir schon hin. Jetzt haben bloß noch 75 Leute am Flughafen. Dort, unsere Flieger machen sich schon bemerkbar. Jetzt kontrollieren wir währenddessen einmal den anderen Flughafen nochmal, wie es da ausschaut. Ja, und da werden es schon weniger. Da haben bloß noch 22 da. Jetzt fängt es dann wahrscheinlich an, dass unsere Fluglinie ja nicht mehr 20 Millionen plus macht. Weil halt einfach jetzt halt viel mehr Flieger unterwegs sind, die nicht ganz voll sind. Und sie ein bisschen in die Quere kommen und so weiter. Aber das ist wurscht, je schneller die Leute transportiert werden, desto besser. Und die haben eine Frequenz von 95 Sekunden, das ist wirklich für einen Flieger sehr akzeptabel. Und mehr als 6 Flieger brauchen da nicht umeinander düsen. So. Ja, wie schaut es in Neumark und in Cham aus? Da sind immer noch Baumaterialien ausreichend vorhanden, dass da jeder Laster immer was mitbringt. Schauen wir uns Neumark einmal an. Jede Bushaltestelle, die wir vorher gebaut haben da herum auf alle Fälle Passagiere, ein paar sind leer. Naja, schauen wir mal. Wir haben einen 40% Zuwachs durch die Baumaterialien. Das ist auch völlig in Ordnung. Wie schaut es in Cham aus? Da haben wir plus 50%. Ja, haben wir schon mal das Doppelte rausgeholt. Easy peasy, lemon squeezy. Herr Reischl, habe ich die Ehre und schöne Grüße aus Österreich. Du machst es super, kannst du richtiger Unternehmer sein. Ja, dann lieber nicht. Na dann sage ich mir Prost und das Gurgel nicht, dass die Gurgel nicht verrost. Special Greets an die Lieblingsnachbarn. Merci für den Zückel aus Österreich und Special Greets aus Niederbayern. Wie geht's Uffing, schreibt das Newsbene. Das ist eine berechtigte Frage, da schauen wir doch direkt mal nach. Uffing schaut eigentlich ganz passabel aus. Ich meine, schaut mal, da sind 750 Leute drin. 750 Personen gurken in Uffing umeinander. Weißt du, was ich dir sag? Scheiß fucking Uffing ist größer geworden, wie ich das überhaupt nicht können sehen. Was wir da einbauen? Eine Buslinie Süd und Buslinie Nord. Und die bauen wir jetzt in einem sehr Turbogang ein, dass du sagst, Alter, der baut schnell ein Busheisel wie, sag mir irgendein Busunternehmen, der Freireisen. Grüezi, wie baut der Freireisen Busheisel? Ich weiß nicht. Ist mir auch scheißegal. Das letzte Mal, wie ich in einem Freireisenbus geguckt bin, war ich 12. So, da rundum. Ja, Hauptsache da rührt sich was. Ja, Hauptsache in Uffing rührt sich irgendwas. Die Leute kommen schnell von A nach B. Schott überhaupt nicht. Schott uns überhaupt nicht. So, das ist so einmal der Kreisel. Vor allem, gib dir was in Uffing fette Häuser stehen, Alter. Gib dir, Brudi. Gib dir Uffing. Alter, gib dir Uffing. Stehen die Riesenbuden drin in Uffing. In Uffing haben wir noch zuerst nichts zerrissen. Da konnte die Uffing kaum mit Graz mithalten. Schaut dir das an. I fucking love this game. I fucking love it. Spät ist es überhaupt? Schon halbe 10. Ja, Gott sei Dank. Für mich fühlt es sich so wie, hey, du hast einen Stream gerade eingeschaltet. Hey, es ist halbe 10. Fuck my life, Brudi. Hashtag Skyline Uffing. Ab in den Chat. Skyline Uffing ist fett. Schau's da an. Schau sie dir an. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Vielleicht kriegen wir es ein bisschen hin, dass wir nach Uffing noch ein bisschen mehr Treibstoff liefern, wird es noch größer. Und vielleicht können wir ein bisschen was, wir haben ja irgendwo schon so eine Warenproduktion, dass wir die ein bisschen nach Uffing bringen, dann wird es noch größer. Ja, und dann haben wir da noch eine fette Stadt in den Kreislauf integriert, die noch größer wird. Ja, die kann alles nur noch größer werden. Wer schmeißt da schon wieder mit Geld? Der Flo schon wieder. Wie geht's der Gerti? Scheiße, ich glaube, Gerti werden wir nie wieder finden. Gerti ist lost, Alter. Gerti ist lost. Press F for Respect für Gerti. Gerti hat mich rausgeworfen. Ja, weiß ich auch nicht.
Die hat auch gesagt, nein, das Fest soll ich jetzt auch nicht. Und Anlauf statt Gleitgel ist auch nicht so mein Ding. Hat gesagt, hau ab. Hab ich gesagt, gut. Soll ich mir die Rosi. Die tut wenigstens, was mir sagt. So, weiter geht's. Was sie Uffinger selbstständig für ein wunderschönes Straßennetz da aufgebaut hat. Bist du depp? Ja, bist denn du deppert? Gefällt mir. So, da müssen wir jetzt einmal eine gekonnte Buslinie durch das Industriegebiet durchlegen, damit dort die Leute sauber in die Arbeit und wieder heimkommen. Ja, da fahren wir einmal da oben rundum, dann fahren wir da rundum, dann fahren wir da rum, dann bauen wir da noch eine her, weil es wurscht ist. Dann bauen wir da noch eine her, dann bauen wir da noch eine her. So, dann brutal, wenn wir sind. In Uffing. Snooze Penny, du bist da aus Uffing, hab ich gehört. Wo gibt's da einen Bus? Ist Uffing genau groß genug, dass es einen Bus gibt? Best Uffing from the Oh. Der feine Uffinger. Was RVO? Was ist, heißt RVO? Also heißt Busunternehmen RVO, keine Ahnung. Rot. Okay, kriegst du feierrote Buslinie ins Gesicht. Die hau ich da, die sagt, dass du sagst, die hau mir da rein. Jetzt pass auf. Uffing, Bus 1. Linie 2 nehmen wir auch gleich. Uffing, Bus 2. Dann, was haben wir da? Da müssen wir mir hier ganz gekonnt die Haltestellen miteinander verknüpfen. Wir fangen mal, wie wir es gewohnt sind, beim Hauptbahnhof an. Einmal zacke die Bohne, rechts rundum. Wir integrieren natürlich auch unseren Fernbus, der in Richtung Flughafen geht. Das ist auch wichtig. Da werden permanent Leute abgeholt und die wollen sie dann natürlich in Uffing verteilen. Genauso wie diese Buslinie natürlich Leute in Uffing einsammelt und da hinbringt zum Hauptbahnhof und zu der Station, wo es zum Flughafen kommt. Das ist nur förderlich, Alter. Nur förderlich. Ja, aber Killer schon wieder! Hörst du jetzt einmal auf, Kruzifix? Ist vom Wauzen. Einen schönen Gruß und einen guten Rutsch. Naja, da haben noch 6 Monate hier. Aber merci. Aber ja, nicht tief rutschen und. Achso, ja, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Und mach ja weiter, sonst weiß ich nicht, wo ich mein Geld einpulvern soll, außer ins Auto und ein Bussi aufs Nussi und deine Bandschein. Die dritte von hinten. Ja, das ist eine gute, die ist noch nicht ganz kaputt. Vom zweiten Killer deine Witz Beste. Herr Killer, merci zu viel des Lobs. Gib einem Wauzi ein Bussi aufs Nussi. Merci dir. So. Damit wir da nichts vergessen. Bushaltelinie fertig. Bushaltelinie Nummer 1 fertig. Jetzt brauchen wir noch die zweite. Hoppala, weitergesprungen. Dann fahren wir genauso da. Ja, weißt du was? Gleichmäßig kann ja jeder. Da fahren wir gegen Uhrzeigersinn. Weil es scheißegal ist. So, 13 Stationen hier, 13 Stationen da. Ole, ole. Die 2 Linien sind fertig. Mir kauft man. Fahrzeuge kaufen. Mir kauft man jetzt gangen 2 Busse pro Linie. Ich glaube schon. Da kaufen wir jetzt 4. Die werden gekonnt rot eingefärbt, kriegen gleich einmal 25% plus, damit sie nicht so schnell kaputt gehen. Markieren wir 2 und ab auf die Linie. Uffing Bus 1, Uffing Bus 2. Ja, das geht ja mit einem Pro-Gamer Speed-Up, da kommst du gar nicht mit. Da weißt du gar nicht mehr, wo du wohnst. Da weißt du nicht mehr, wo du wohnst. Wie viel Treibstoff haben wir da überhaupt? Der Treibstoff, da geht noch so viel mehr. Da haben wir noch plus 20% Bewohnerzuwachs. Da muss mindestens 60 draus werden. Wenn nicht sogar 80. Wo kriegen wir mehr Treibstoff her? Was ist da kaputt mit der Treibstoffproduktion? Uffing! Lass mich nicht im Stich. Was ist da los? Versand, Produktion. Ja, da wird einfach zu wenig Öl nach Tanzenheit Ölraffinerie geschickt. Was heißt das für uns? Wir müssen die zweite Ölfabrik anschließen. Ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Wir zur fucking Hölle der wir das. Ich glaube, dass wir die da anschließen. Ja, die ist direkt daneben, da brauchen wir bloß da rumziehen, dann haben wir das. Damit wir jetzt da nicht kreuz über das Gleis bauen, machen wir das ganz anders. Ja, das machen wir super, Pro-Gamer-Level, fancy as fuck. Gehen wir her, erst einmal die 2 Bahnhöfe. Gibst du mir den Bahnhof, zweigleisig, gepflegte 240 Meter lang, länger braucht man nicht, weil die eine geschissene Ölraffinerie, die produziert nicht nur. Selbstverständlich brauchen wir eine Hochgeschwindigkeitskacke und dann bauen wir das Ding einmal da so her und dann müssen wir irgendwie eine Straße da umlegen. Ja, bloß damit die Verbindung zusammenpasst.
So, jetzt zielen wir erst einmal in die richtige Richtung. Da müssen wir um. Machen wir jetzt einfach so. Damit wir 100% gerade Linie fahren können. Kabam. Kabam, Brudi. Kabam. Dann ziehen wir gleich das Gleis um. Haben wir nicht so gar nicht da. Ah, das machen wir 100% gerade. Damit der Zug da mal überhaupt keinen Stress nicht hat. Okay. Das schaut auch gut aus. Dann nehmen wir gleich. Oh, und drehen wir uns um. Machen wir so. Zack, das Böhnchen. Ab in den Chat. Und dann lassen wir uns ein bisschen von der Musik inspirieren. Mit Verbindung daher. Fancy as fuck, oder? Fancy as fuck. Ja, und da geht's auch gleich easy. Easy peasy lemon squeezy. Haben wir da? Oh, das brauchen wir nicht. Du, das gelangt. Ja, Schönheitspreis gewinnt's keiner, aber funktionieren tut's. Das ist wie mit den Programmierern. Programmieren den fancy Shit, aber schaut aus wie hingeschissen. Ist nicht so schlimm. Oh lecker, wo ist das hergekommen? Gesundheit, Bürger! Dankeschön! So, da bauen wir einfach Baum rundum. Brudi, da bauen wir mir Baum rundum, dass du sagst, Alter, das ist das umweltfreundlichste Gebiet, das wir jemals gesehen haben. Alter, hat's mir jetzt gerissen. So, da ein paar hier, ja, damit das schön natürlich ausschaut, ein paar andere Bäume dazwischen rein. Ah, schau, das ist hier, das schöne wie der Bayerische Wald. Da sagt er, da kann er der Bayerische Wald, der kann er heimgehen. Dann geht er heim. Sagt er, leck mir am Arsch. These are some fancy woods. Some fancy woods, Brudi. Ja, so, das ist Ölraffinerie Pro Level 9000. Die ganze Welt rast aus. So, da kannst du sogar Ölraffinerie bauen 2123. Na ja, dann bauen wir einfach Bäume rund um den 60 keiner. Nice. So. Dann schau ich mir, ob ich noch einen Schlickerl aus meiner Bananenmille rauskriege. Ja. Geschmackig. Was wollt man tun? So, kompletter Blackout. Ja genau, wie wollten wir da? So einen Song. Den wir mal ein bisschen begradigen. Wir wollten da einen Ölzulieferer bauen. Das machen wir jetzt. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht ein bisschen unter Zeitdruck, natürlich auch immer war im Stream, da ich das jetzt nicht einfach so bauen. Ich werde irgendwie schauen, ob ich ein bereits bestehendes Gleis irgendwie integrieren kann oder irgendwie so, dass da, wo da schon Züge einer von, dass ich das da oben rundum fahren lasse, irgendwie so. Dass ich so wenige Gleise da kreuz und quer umeinander lege, wie es irgendwie geht, weil das später so scheiße ausschaut, wenn alle Sachen miteinander verbunden sind, dass du den Vogel kriegst. Und irgendwann kannst du nicht mehr durchbauen. Dann baust du bloß noch Brücken über die Städte drüber und lauter so einen Mist. Aber wir brauchen eine schnelle Lösung und das klang das. MK2! Der Röner ist back. Röner? Jetzt glaube ich, vergesse ich wieder irgendwas. Das ist wieder irgendein Insider, von dem ich schon wieder vergessen habe. Fix Mari. Herr Lamprecht, da haben Sie übrigens, merci dir. Mr. MK2, ich hab nicht ganz umrissen, was du meinst, aber merci dir. Mr. Herr Lamprecht, da haben Sie recht, wie ich vorher schon gesagt habe, das Einzige, was besser ist wie ein Bananenmehl, ist ein Kiba-Mehl. Kirsch-Bananenmehl. Ah! Va bene. Kirsche-Banane. Geschmackig. Wir fragen wir uns erstmal, was für einen dermaßenen Rotz, dass ich den ganzen Tag schmeiß. Und dann bauen wir erstmal ein Busdepot. Zugdepot. So, jetzt bin ich langsam wie verwirrt. Das integrieren wir in unser Netz. Jawohl. Dann brauchen wir eine Linie. Und zwar, was haben wir da? Wir haben da herum Rohöl, Öl 1. Also brauchen wir jetzt erst einmal die Farbe dunkelbraun. Kennst du dunkelbraun? Aber letztes Mal schon gesagt, das ist ein ziemlich guter Witz. Also wenn ich braun her, muss ich einen Dummschiss. Ist kein Witz eigentlich, aber egal. Pass auf. Rohöl, Pfeil, Öl 2. Wo ist jetzt die Linie hier verschwunden? Da. Damit das auch seine optische Gleichheit hat, machen wir zumindest da noch einen Bindestrich rein. Dann, oh nein, dann brauchen wir eine Haltestelle. Haltestelle Nummer 1 ist hier, da holen wir es ab. Und dann nach Unterkamm, ja, wir haben es von Kamm Anbau und fahren wir es nach Unterkamm. Das ist recht. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Zug. Das Ding ist, wir wissen eigentlich ziemlich genau, was für einen Zug das wir brauchen.
Und zwar brauchen wir da wieder die BR 218, weil die am wenigsten kostet und die gelangt überall hin. Und dann brauchen wir Cargo. Mit den kleinen Fassel gehen wir uns nicht mehr ab, mit denen da herum, sondern wir nehmen einfach, wie viel gingen da eine Kapazität? 20. Oh, 20. Entschuldigung, mein Fehler! Brudi, was ist los? Das heißt natürlich 20. Wie kann ich nur? Leid, wie kann ich nur? Und dann hängen wir mal 60. Machen wir sicherheitshalber. Der andere hat auch ab und zu ein bisschen mehr wie 60 umeinander transportiert, aber nie mehr. Deswegen machen wir 80er Kapazität. Kostet 15 Millionen. Wir haben mit 15 Millionen im Plus und da haben wir 620 Millionen am Konto drauf geschissen. Kaufen, kaufen, kaufen! Dann fahren wir den dunkelbraun ein. Geben wir einen Unterhalt von plus 25% und schickt man gekonnt auf unsere Pro-Gamer-Linie Rohöl Öl 2. Und dann schauen wir ihm erst einmal zu, das haben wir schon lange nicht mehr da. Ja, da fahren wir jetzt einmal ein paar Runden mit, würde ich sagen. Ja, das haben wir schon lange nicht mehr da. Deren sind wir mal hier. Oh, wie schön, schau hier, so schön. Die Rohölfabrik mitten im Bayerischen Wald drin. Wunderschön. Wunderschön. Nicht so wunderschön. So, wie hab ich mich in der so. Ah, pass auf, da fahr ich mit. Pass auf, da fahr ich einen mit. Da fahr ich einen mit. Muss auch einmal nochmal sein. Bevor es, Moment. So, da. Achtung. Bitte einmal ins Horn blasen. That's what she said. Achtung, Achtung, auf Gleis 3 fährt ein der Kackstifte Express von Kaum Anbau nach Kaum und sonst wo hin, keine Ahnung. Ich weiß, sagt ihr eigentlich was? Ich weiß nicht, was ist die eigentlich für eine? Der Lilliput Ölraffinerie Hans. Überall wird gespart. An allen Ecken und Kanten wird gespart, sogar an der Gräß vom Lokfahrer. Da sagt er, kann man über Tischkanten noch mehr. Was soll denn das werden? So, haben wir eigentlich was dabei? Nein, haben wir nicht. Da wenn ich da ganz rechts unten steht, wir haben nichts dabei. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, jetzt fahren wir mal zurück aus. Sam Crow Wife! Ich hätte gerne einen Rezeptaustausch-Channel im Discord. Da könnt ihr gerne einen Blätschmalz dafür hier nehmen. Nehmt einen Blätschmalz dafür her. Ich bin nämlich an Rezepten nicht mehr interessiert. Eine damit. So, jetzt laden wir ein wenig ein Kruzifix. Da, 11, 14, 19, 21, 31, 35, 38, 47, 50, 20. Alter, der wird pumpenvoll. Der pumpenvoll, Hammer. Los geht's. Oh, Perry hat er. Das ist der Schrumpfkopf aus Ja, so schaut er aus. Warte mal. Vielleicht habe ich einen Hut. Vielleicht habe ich einen Hut dabei, den wir ihm aufsetzen können, damit ich ihm sage, was für ein Haus das er muss. Achtung, es wird ein der Rohöl-Express aus Kaumanbau. Achtung. Rest in peace, Mr. Headphone User. So, jetzt holt sie mal ein wenig ein für ihre Kruzifix. Holt sie am Vieri. Abliefern. Wirps. Mein linkes Ohr bedankt sich. Ich auch. Sauber ausgeliefert, Alter. Sauber ausgeliefert. So, dann grüß jetzt mit dem Schmarrn. Ja, der Zug aus. So. Der Scheißdreckszug fabriziert nämlich eine Gaudi, dass ich gleich kotzen muss. So, wie viel ist noch? 49. Ja, das haben wir. Schau her, wie dermaßen Pro-Gamer-Level-mäßig. Wir das austariert haben, dass wenn der Zug jetzt da ankommt, dass er mit seiner Kapazität von maximal 80 fast exakt voll wird. Ha? Exakt. Achtung, 69, 70, 71 und er lädt ein. Und bis er fertig ist mit dem Eiland, kommen wir noch 5 nachher. Schauen wir uns das an, klicken wir mal den Zug da runter. Wie viel hat er dabei? 75 von 80.
Ah, nice. Butterweich. So, was jetzt das für Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Aber es müsste theoretisch jetzt eigentlich viel mehr Öl produziert werden. Vorher, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir bei der Ölraffinerie, also das Rohöl dann verarbeitet, da habe ich mich vorher ein bisschen vertan. War immer leer, ja, das Lager war immer bei 1, wenn ich nachgeschaut habe, jetzt ist es konstant voll. Die Produktion und der Versand war bei 200 und nicht bei 233. Das heißt, es müsste eigentlich schon mal ein bisschen mehr gehen. Jetzt müssen wir einen Konsum ankurbeln. Das bedeutet folgendermaßen, wir müssen auf alle Fälle mehr Öl abtransportieren, obwohl da der Treibstofftanker noch nicht einmal voll ist. Und da geht der Zug runter, der das Scheißöl bis da oben transportiert. Wo ist denn? Wo ist der Öl? Der Ölsepp? Damit wir Kunststoff draus machen können. Ah, da kommt er. Da kommt er. Jetzt schauen wir mal, wie viel Öl das der einlädt. Über 100. Er wird auf alle Fälle voll. Das ist ja vorher nicht geworden. Und wie schaut's da aus? Da geht aber Produktion auch nicht in den Tee. Oh, doch, geht schon in den Tee. Schau dir das an. Schau dir das an. Ah, haben wir schon bei 260. Da geht noch was. Da geht noch was, Kinder. Herr Kreuzbart, der Bürger, ich glaube, du hast mich vorher übersehen. Oh, scheiße, dann, I'm sorry, da hab ich wahrscheinlich. Tut sie bei mir in der Schottergrube was oder machen meine Esel ein Minus? Die haben wir vorher schon mit da gehabt, da warst du wahrscheinlich noch nicht da. Die haben wir schon mit da gehabt, die schauen wir uns an. Achtung, schauen wir mal in den Steuerbruch rein vom Kreuzbad. Oh, da geht's zu im Waffenstall, Alter. Auf Anschlag. Mehr wie 400 geht in so einer Anfangsproduktion nicht. Aber Größe Schotter GmbH, die nehmen wir jetzt mal gepflegt Größe Schotter GmbH 1. Wenn wir noch mehr Baumarzt brauchen, dann müssen wir die zweite eröffnen. Das hilft uns sowieso nicht. Da liegen auf alle Fälle haufenweise Steine umeinander. Einen zweiten Laster habe ich da spendiert. Ja, der düst da umeinander. Und da hier gibt es Baumaterialien en masse. Schau dir das an. Schau dir das an. Geht über. Geht über wie Sau. Da fliegen 3 Flieger umeinander. Der Rosinenbomber, Flugzeug 1 und 2. Ich möchte Namensvorschläge für Flugzeuge, die Baumarzt umeinander fliegen. Und eins kopieren wir. Achtung, reinhauen. Bam. Mehr Transport ist mehr gut. Und wie wir alle wissen, egal wie gut du fährst, ich vergüte. Was macht der Zug im vollen Minus ist? Ebenfalls eine gute Frage. Werden wir uns gleich anschauen. Oh, der Burgfotzenbomber. Der Burgfotzenbomber, der gefällt mir. Den hauen wir ja mal. So, wo ist er? Da, Flugzeug 1. Burgfotzenbomber Number 1. Ausrufezeichen. Was haben wir noch? Der Bürger 747. Gefällt mir gut. Nehmen wir. Bürger 747. Bürger Sim, also aber Sim 5 Sim. Also sehr schön. Was haben wir noch? Der Maurer Express, der gefällt mir auch gut. Scheiße, wir sind jetzt die Linie gekommen, da ist. Wen haben wir noch? Flugzeug 5, Bürger Sim 5, da Flugzeug 5. Maurer Express, Hashtag Maurer Express. Ausrufezeichen, damit man Maschine lesen kann. Das Ausrufezeichen ist immer wichtig. Raiden, soll ich mein Pizzarezept 1 Discord einstellen? Fotos von der fertigen habt ihr schon gesehen. Das hab ich tatsächlich auch gesehen. Warum nicht? Ja, also warum nicht? Hauen Sie Ihren Shit ins Discord. Wer übrigens nicht weiß, dass ich Discord habe, ich habe einen Discord-Channel, der ist auch verlinkt in der Twitch-Beschreibung und in der Videobeschreibung und so weiter und so fort. Passt. Habe ich die Ehre. Reisinger! Lese mal, was ich vorher geschrieben habe. Wo? Oh, hab ich auch übersehen! Ich Kruzifix leid. Weil wir gerade bei Bahnhof durchsagen waren, gib mir auf YouTube Wien-Öteldorf ein. Enjoy. Wie lange muss ich denn das anschauen? Gib mir einmal Scheiß. Okay, gib mir einmal Scheiß. Pass auf. Wie machen wir das jetzt da? Da drücken wir jetzt da mal auf Pause. So. Mal zwischendurch mal kurz was anderes machen. Jetzt pass auf. Schauen wir uns jetzt einfach an. Das ist nicht alles vom Video, das ist ein altes PAL 4:3 Format. Unter die Hälfte ist weggeschnitten. Aber ich glaube, dass es wurscht ist. Schauen wir einfach mal rein. Wien-Hütteldorf. Aufgrund eines tschechischen Erbrechens Geiler Typ. Wer ist das? Der Herbert Steinböck.
sind derzeit alle Ansagen live. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich muss jetzt schon schauen. Was ist das denn für ein geiler Decke? Es gibt schon ein paar geile österreichische, ist wahrscheinlich ein Stand-Up-Comedian oder ein Kabarettist, keine Ahnung. Das Video ist von 2008 und heißt, wer es nochmal anschauen mag, Herbert Steinböck, Wien-Hütteldorf. Ich hoffe, dass ich nicht aus dem Leben gestrikt werde für 12 Jahre ins Video. Wir werden sehen. Ding, bang, dong. Achtung, Gleis 3. Gleis 3. Intercity 352, Weltkulturerbe Gumbolzkirchner fährt ein. Und das fährt, Bursche? Aha, ist es nicht ein schöner Name für einen Zug? Ich mag den weißen Rot als wie den roten. Hey, Bursche, Bursche, bin ich nicht die geborene Grislona? Was? Pamela. Was ist jetzt nach der Weihnachtsfeier, ha? Ballen, was? Ich bin schon wieder dran, Ding, Was? bang, dong. Was zur Hölle? What the fuck? Alter? Also ganz ehrlich, meine sowas zum Speien, so das leicht depperte, halb besoffen oder was auch immer das jetzt da war. Va bene, keep mille va bene. Wien-Hütteldorf. Hier, regiert der SCR. Entschuldigung. Entschuldigung. Sehr verehrte Fahrgäste, heute alles live. Grund ist ein Schlurzkuss. Achtung, Preis gleich. Intercity 222. 220 sag's! Nein! It's a lie! Der Herzog Johann Jodler. Ruhige und still, tut mir mehr so weh. Johann Jodler. Über Chicago, Moskau und Tulln. Moskau und Tulln fährt. Fährt. Das ist gut. Ja, es ist gut. Das ist alt, aber gut. Fährt durch. Fährt durch. Da fährt der durch. Bitte beachten Sie, der Zug Arnold Warzenschlecker nach Graz wird heute bis Löchbahn Furz gekürt. Kurz gepresst. Bitte einsteigen, Türen schießen selbsttätig. Stessen schleißtriebig. Pamela, hör auf, kannst mich nicht kieseln während der Hogen. Scheiße selbsttätig. Es ist dieser Dialekt, Alter, ich möchte mich so gern drin einwickeln. Geh Pamela, kannst du mir nicht kitzeln während der Hocken? Das ist so geil. So das bei uns, so redet bei uns, also diese Art und Weise, wie er redet, gibt's bei uns auch, aber dieser geile Dialekt, Alter. Du kannst mir nicht kitzeln bei der Hocken. Das ist so geil. Du verstehst die Kiesel, gibt's ja nicht, dass wir nicht Kiesel, Pamela, was ist jetzt, ha? Ha, du Pamela, magst du einen blauen Pariser? Ein Portugieser? Was? Ein bisschen, oh gut, das geht aber ruckzuck. So. Ding, dang, dong. Eine Verspätung. Intercity 116, Albert Wusser von Barbara Portel. Mit Planen, Ankunft 3/4 rot. Ist voraussichtlich Oh, da bleib stehen, es ist 3/4 rot. 10 bis 15 Jahre verspätet. Ist das gut? Vermittelt. Ja, jetzt haben sie einen Zug gehabt. Wahrscheinlich von der Notstandshilfe. Pamela, willst du einen Zug? Das scheiß Pamela. Nein, nicht vom Doppler, einen richtigen. Intercity 666 Pamela Prihoda. Schlägewagen im Hintern. Zugteil.
Zucker. Ding, dang, dong. Wie in Schütteldorf, wie in Dudeldorf. Auf Geil 6, bitte mit der Vorsicht. Wegen einem Zug. Ne? Ich schwöre, mein Gott, wenn irgendwann am Bahnhof steht und sagt, Alter, Vorsicht, wegen einem Zug, Nebo. Au, bist du Das ist godlike. Du kannst mir nicht zuwarst, du Bess. Ist der Airbag nicht aufgegangen? Der Bess mit zuwarst, du Bess mit den zuwarst. Das ist ja gibt's ja nicht, da, ne? Das ist ein Witz. Sie haben die Steigemöglichkeiten zum Oralzug nach Eichelgraben. Oh, jetzt reißt kein Schäfer an der Grinsen, Alter. Anschluss Eurocity-Nummer. Scheißegal. Wie lange dauert denn das noch? Ist gleich gut. Okay. Ding, dang, dong. Sehr geehrte Fahrgäste, der Betrieb von Frau Lohner ist wiederhergestellt. Aus diesem Grund bin ich überschüssig, überflüssig, überdrüssig, ja. Grüß Ihnen, wünsche Ihnen, Prostatas und Rostata. Ja, sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, das kannst du mir nicht kitzeln in der Haken. Oh Gott, der Hashtag Lieblingsnachbarn mit unfassbar viel Herzl ab in den Chat. Weil unser Dialekt ist schon geil, aber ich mag fast behaupten, dass einer nur ein Haus geiler ist. Ich kriege einen Vogel. Ah. Jetzt reißt mir jetzt dann bald den Schell, Alter. Schau mich ohne brennen. Schau aus wie der Hans Maulwurf. Weiß auch nicht. Oh. Brutal, Alter. Brutal. Das hat jetzt gut da. Hat gut da. Wer hat, glaube ich, einer schon der Reisinger? Reisinger. Gibt's Applaus und Moment, die Ehrentröte. Achtung, Ehrentröte. So. So, was der wir jetzt noch die letzten 10 Minuten? Was der wir noch? Irgendwas müssen wir noch bauen. Also irgendwas müssen wir noch bauen. Irgendetwas müssen wir noch bauen. Was haben wir noch als letztes gebaut? Ja. Unsere Ölzufuhr. Da klatsche ich in die Hände. Produktion und Versand sind auf 400 auf Anschlag. Mehr geht auch nicht. Das wäre jetzt den erst fürs erste gelangen, damit einmal die da hinten mehr Treibstoff abkriegen. Das ist mal das erste. Uffing braucht mehr Treibstoff. Was ist das? Was passiert denn jetzt wieder? Jetzt fährt es wieder irgendwo hin. Warum tut's denn das? Weiß ich nicht. Wer war das? Reisinger, schön war's, Dankeschön. Wow, ja, hat mich belustigt. Ich sag Dankeschön. Wo haben wir jetzt hingefahren? Wir haben jetzt einfach mit der gefahren. So ganz verstehe ich nicht, was da so los ist. Da ist pfundweise Treibstoff drin, da wird bloß nicht fake nur kalt. Schau dir die Scheiße an. Ja, schau dir die Scheiße an, der muss da durch die Dreiviertel die Stadt durch. Schau dir die Scheiße an, das ist ja nix. Kinder, das ist ja nix. Das ist einfach nix. Also ich würde jetzt einmal vorschlagen, wir bauen jetzt mal da so eine Straße da so und dann kommt er nämlich schön easy da so rein und rausfahren, behindert den Verkehr in der Stadt nicht. Was relativ wichtig ist, vor allem später, wenn die Stadt noch größer wird. Deswegen würde ich jetzt einmal sagen, jetzt ziehen wir da eine Straße rum. So ganz easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Machen wir so. Jawohl. Und nachher machen wir noch da eine hier. Und da machen wir auch gleich noch eine hier. So, weißt du, der Zipfelklatscher, der kommt jetzt, fährt zurück aus außen rundum, aber eine fährt er mitten durch die Stadt. Er ist ein totaler Volldepp. Da meine ich, müssen wir mit einem Wegpunkt arbeiten. Da haben wir jetzt da einen Wegpunkt hin und zurück her. Und dann schaut das gut aus. Gehen wir in die Uffinger Linien Dingsbums vom Treibstoff und dann machen wir hier unter Uffing. Fügen wir den Wegpunkt hinzu. Dann kriegt er seinen totalen Schlaganfall und fährt komplett außen rundum, was er natürlich nicht tun soll. Dann löschen wir den und den Wegpunkt wieder, weil er überhaupt keinen Sinn macht und bauen wir. Ach, das ist eine Einbahnstraße. Was hab ich da für einen Scheiß gebaut? Was hab ich da wieder für einen Scheiß gebaut? Birger, du besoffener Volldepp. Grütze in Allfeier, das darf aber nicht die Wahrheit sein. Bauen wir gleich die fetten Straßen hin. Haben wir nicht so Gaudi da? So. Los geht's. Waypoint. Hin und zurück. Und dann sagen wir ihm genau, wo der Hami Sepp zum Fahren hat. Der fährt er jetzt da sauber, oder was? Machen wir mal die Linie orange, damit wir es besser sehen. Achtung. Ja, schau hin, fährt er schön außen und um.
Macht alles von selber. Das macht alles von selber, da brauchen wir nicht einmal die Waypoints. Nice one. Weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Scheiß. Und was wir jetzt auf alle Fälle brauchen. Hoppala, ne? Abreißen dürfen wir es natürlich nicht. Sondern, wir brauchen mehr Güterblots. Güteste Güte! Da bauen wir auf alle Fälle mit 3 so Dinge hin. Und dann kriegt der auf alle Fälle, unser Freund, da einmal einen zweiten Tanker zugewiesen. Damit da mal was geht. Ja? Damit da mal eine Pumpedüse runterlaufen. Und außer oben und drüber, was weiß ich. So, dann müsste das eigentlich auch langsam besser werden. Wie schaut's da aus? Uffing Bus 1. Da stehen 10 Leute und die gehen über. Ich verstehe die Frage nicht. Was ist das für ein Scheißdreck? Konfigurieren. Hier, Passagiere. Dann bauen wir halt die Station größer. Was möchtest du? Weiß ich auch nicht. Was möchtest du denn von mir? Keine Ahnung. Muss gelangen. Kinder, muss gelangen. Muss gelangen für Uffing. Wie schaut's aus in Uffing? Wie viel Prozent Zuwachs haben wir gehabt durch den Treibstoff? Ich glaube 20%. Jetzt haben wir schon bei 40%. Schau dir das an. Ich meine, schau dir das an. Das ist der Wahnsinn. Was jetzt für Uffing noch geil war, wenn man mir irgendwie, Uffing hat 2 Bedarf, güteste Güter, auch mit Treibstoff, Hans versorgt, da ist noch massig Luft nach oben, aber ich glaube, das wird jetzt besser im Laufe der Zeit, aber sie wollen auch Waren. Und Waren haben wir ja schon am Produzieren und zwar da. Und wenn ich da schon hinschaue und sehe, dass da alles übergeht, da gehen die Waren über, die Waren müssen transportiert werden von A nach B. Ich weiß noch nicht wie, denn das ist eine ziemlich weite Strecke. Das ist wirklich eine ziemlich weite Strecke. Aber da wird uns fast nichts anderes übrig bleiben, wie irgendwie, keine Ahnung, nein, Markt braucht auch Waren, sage ich gerade. Fixletten. Kinder, was wollen wir sehen? Ab in den Chat. Entweder eine Straße, wo wir jetzt noch nach Neumark oder da oben Waren aufbauen, oder ich zeige euch das Video, das am Wochenende kommt. Also können wir dort sowieso, ob es euch gefällt oder nicht, ist mir wurscht. Da hab ich 2 umeinander gewurstelt. Ab in den Chat. Video oder Straße? Video oder Straße? Oder Neumark, meinetwegen. Video oder Neumark? Video oder Neumark? Das Video dauert übrigens, glaube ich, 7 Minuten oder 8 Minuten. Video, Güterzug auf dem 2. Gleis. Neumark, Video, Zug, Boot. Der SSV-Partner, der mir wieder besonders gut aufpasst und schreibt Boot. Video, Straße, Neumark, Video, Neumark, Video, beide Straße. Video gibt's morgen? Nein, Video gibt's nicht morgen. Obwohl, morgen ist Vatertag. Vielleicht. Ja, nein, ich bin morgen noch nicht fertig damit. Ich bin morgen noch nicht ganz fertig damit, es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber es ist so gut wie fertig. Ja gut, schaut nach Video aus, Kinder. Das schaut nach Video aus. Was auch ganz gut ist, es ist zwar massiv ungewohnt, weil in den letzten 3 Monaten waren wir immer mehr wie 1000 Leute heute haben, in Anführungsstrichen, bloß 700 da. Dann lese ich wenigstens morgen oder am Wochenende, wenn das Video kommt, nicht von 250 Kommentare, 223 Mal, hab ich im Stream schon gesehen, blablabla. So. Außerdem brauchen wir da auch noch was zum Tor, ja. Das nächste Mal schließen wir unsere Warenproduktion an Neumark an und an Uffing irgendwie an. Wie wir das machen, das weiß ich auch noch nicht. Neumark ist ziemlich easy, da brauchen wir bloß einen Laster auffahren lassen. Aber Uffing wird interessant. Wahrscheinlich werden wir die aber auch einfach über das Straßennetz schicken oder vielleicht hintum über das Straßennetz schicken. Vielleicht bauen wir einen Zug, vielleicht, ja, wir werden schon sehen. Haben wir halt eigentlich irgendwas zerrissen? Es hat eigentlich irgendwas vorwärts gegangen, ich weiß nicht. Heute war so ein bisschen ein Optimierungsvideo. Ja, wir haben die Baumats fett gepusht, wir haben unsere Flughäfen haben wir sauber gepusht, wir haben das most fancy Autobahn-Kruzifix hingebaut, das wo die Welt jemals gesehen hat. Dann haben wir sauber eine Ölspur gelegt und haben es in die Bahn drin versteckt. Ich meine, da ist schon was gegangen. Kinder, da ist schon was gegangen. Wir haben zwar immer nur mit 20 Millionen plus, aber wenn ich das so sehe, ich glaube bei 400 Millionen plus eben auf dem Konto haben wir hochgefangen, jetzt haben wir bei 685 Millionen, was wir da auch einmal machen können. Das habe ich übrigens in meinem Spiel. Das ist also ein kleiner Tipp am Schluss. Du hast am Anfang ja 50 Millionen am Konto und das ist ein Darlehen und das musst du zurückzahlen. Da zahlst du jedes Jahr Zinsen. Ja, das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Und du kannst es zurückzahlen, beziehungsweise du musst es sogar zurückzahlen, weil sonst zahlst du immer Zinsen. Schau mal, Zinsen, ja, das ist eine halbe Million im Jahr. Du, eine halbe Million da unten plus minus haben und nicht haben. Ja, da gehst du da her und kannst es da unten zurückzahlen. Oh, schöner Ton.
Katsching, 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 katsching. Es ist ja wirklich schön, dass wenn man später aus irgendwelchen Gründen einmal 400 Millionen aufgenommen hat und dann muss man da ungefähr 800 Mal draufdrücken, damit es wieder zurückzahlt ist. Der Graf von Rotz, Dünnschiss-Kutscher für die Öl-LKWs. Was? Dünnschiss-Kutscher für die... Warte, ich weiß nicht, was du sagen möchtest, Mr. Graf von Rotz. Aber merci für deinen Euro. Was? Hörst Bürgerbau, ein Güterzug oder ein gescheites Straßennetz von der Schottergrube zum nächsten Betonwerk, dann wird mehr gebaut. Pass auf, da zeige ich dir was. Und zwar die Baumaterialfabrik, die deine Steine verarbeitet, die kann nicht mehr größer werden wie Level 4. Das heißt, die ist eigentlich eher auf Anschlag. Das Einzige, was wir noch ausbauen könnten, ist der Fliegerversand. Ja, da kann man noch ein... Schauen wir mal die Linie an. Kontrollieren wir mal die Linie. Moment. Da liegen ist wieder maßlos überfüllt. Die macht 34 Millionen plus Fahrzeuge verwalten. Dann lassen wir 5 Flieger fliegen. Scheiß der Hund drauf. Das sind eh schon die größten. Mehrere kann ich nicht mehr transportieren. Das geht nicht. Herr Kopper! Wo ist noch eigentlich dein Firmensitz gebaut? Plus Video for Stream Members. Ich hab noch keinen Firmensitz gebaut. Man kann da einen bauen, glaube ich, gell? Moment, da muss ich kurz schauen. Gebäude? Irgendwo, ich weiß schon, irgendwo kann man das bauen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Pass auf. Assets vielleicht? Oder haben das nur Stauern und so ein Scheiß? Ich weiß nicht mehr, wo man den bauen kann. Das habe ich in meinem Privatspiel habe ich den auch gebaut, aber ich weiß nicht mehr wo. Falls jemand weiß, bitte ab in den Chat über Konto. Hauptquartier. Ich habe 27 Punkte in dem Spiel. Pro-Gamer! Liquidität, Inventar, Immobilien, Fahrzeuge, 85 Millionen Schulden habe ich 0. So mag ich das. Schau, eine kleine Statistik, die schauen wir uns noch schnell an. Das ist so der Gewinn der letzten 12 Monate. Der ist jetzt massiv im Minus mit 57 Millionen. Hallo, bitte was? Warum? Hallo? 57 Millionen minus, wie war das? Ist unmöglich. Ja, einen Zug wollten wir uns auch noch anschauen. Ja, der ist weiterhin mit 10 Millionen im Minus. Da sage ich da jetzt aber auch ganz ehrlich, was wir da der Dampfexpress 2, den müssen wir leider verkaufen. Das hilft nicht. Dampfexpress, den verkauft man, der macht mir 2 Minus. Das bringt überhaupt nichts. Wunderschön. Ansonsten haben das vielleicht dann 5, 6 Millionen Minus und ansonsten machen wir nur massiv Plus. Das ist wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade einen Flieger gekauft habe. Deswegen. Dann geht's weiter. Straßenfahrzeuge haben wir mittlerweile 82 Stück. Trams haben wir 4, Züge haben wir 6, Schiffe haben wir 6, Flugzeuge haben wir 11. Höchstgeschwindigkeit war 893 km/h, wahrscheinlich mit dem Flugzeug, das ist auch nicht viel dabei. Maximale Länge der Züge war 220 Meter, ältestes Fahrzeug ist 129 Jahre alt. Gleise gesamt haben wir 41 Kilometer verlegt, elektrifiziert haben alle, Hochgeschwindigkeitsgleise auch. Brücken haben wir gebaut, 380 Meter, Tunnel haben wir 1000, einen Kilometer Tunnel gebaut. Transportierte Güter, egal wie gut du fährst, ich fahr Güter, haben wir 274.600 Personen haben wir 476.000 transportiert und in den letzten 12 Monaten haben wir 3.500 Güter und 6.000 Personen transportiert. Wir haben 46 Linien und 11 unterschiedliche Gütertypen transportiert. Nice. Der Mozart schreibt, der Mensch macht mich echt fertig zwischendurch. Wer? Ich. Aber ich gebe doch mein Bestes. Ich gebe doch mein Bestes. Wenn wir so bei mir geben. So, und da hier unten ist der Button zum Bauen. Und jetzt können wir unseren Hauptfirmensitz bauen. Da müssen wir Birgers Gute Güter GmbH. Die bauen wir uns da sauber her, das sagt der ich. Schau dir das an. Ja, da bauen wir uns, unser Anwesen bauen wir uns noch. Ja, morgen ist Feiertag. 5 nach 10, ihr habt Zeit. Das bauen wir uns noch. So, jetzt pass auf. Nein, da gefällt es mir nicht. Da gefällt es mir. Pass auf. Machen wir so. Nice one. Dann. Bauen wir eine kleine Straße. So. Die geht natürlich hinter mir um mich. Die geht einmal hinter mich. Machen wir so. Ich mache quasi so ein Chernobyl-Feldwegel. Das ist aber ein Witz. Machen wir so. So. Das verbinden wir da her. Das schaut auch gut aus. So.
Was haben wir da, ja? Ja, das ist doch was. Brudi, das ist doch was. Dann möchte ich natürlich einen sauberen ebener Garten. Dann machen wir da ein bisschen so rundum. Pass auf, so. Ah, nice. Nice. Dann, was bauen wir dann? Eine Bank. Bauen wir unsere Bank her. Warum wir ja immer da eine Bank bauen, das weiß ich nicht. Aber da soll jetzt jeder mal schön vor meinem Anwesen hier sitzen können. Das ist wirklich wichtig. Pass auf, dass wir da nach links fahren. Ja, also so einen fetten Stor wollte ich schon immer im Garten haben. Lassen wir so einen Stor her da. Very nice. Oh, die fetten Bäume, Alter. Die fetten Bäume. Jawohl. So mache ich das. Schau dir das an. Ah, ein bisschen einen kleinen noch dazu. Überall noch ein bisschen einen kleinen dazu. Sauberer Garten. Schaut aus wie in echt bei mir. Bloß dass der Rasen 1,5 Meter hoch ist und noch nie gemacht worden ist. So. Alter, wenn das nicht das most fancy Anwesen ist, das ich jemals gesehen habe, dann weiß ich es auch nicht. Kann ich eigentlich meine Firma nur irgendwo benennen? Wurstfingertransport. Das ist ein totaler Kass. Bürgers! Hoppala, Bürger. Gute Güter GmbH. Ausrufezeichen. Nice! So und nicht anders. Jetzt zeige ich euch noch schnell was. Achtung! Drück mir da einmal auf Pause. Weil einmal, ja, habe ich am Anfang vom Stream kurz schon mal hergezeigt. Und jetzt am Ende vom Stream, jetzt kommt dann gleich noch ein Video, das ich euch zeige. Da bin ich wirklich gespannt, was sagt. Wahrscheinlich werden wir uns da noch schnell 5 Minuten drüber unterhalten. In eigener Sache, seit heute gibt's was Neues. Ja, so wie das Video heißt, wie das Thumbnail ausschaut. Special Greets an den Chris. Und zwar, Moment, muss ich einblenden. Egal wie gut du fährst, ich fahr Güter. Ich fahr Güter! Mit der Bürger Gute Güte GmbH! Freunde der Sonne, es gibt einen neuen Merch, gibt's unter bürgerwear.de von heute ab jetzt sofort bis Samstag, das ist der 23. Mai 2020, falls du das irgendwann mal anschaust, keine Ahnung, gibt's sogar noch 15% auf alles. Herzlichen Dank, das war's auch schon! Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, niemals vergessen, egal wie gut du fährst, ich fahr Güter. Und jetzt muss ich kurz das Video aufmachen. Moment. Geht gleich gut los. So, regeln wir uns. Es ist noch nicht ganz fertig, aber fast. Es ist fast gar nichts mehr. Das Grundprinzip ist fertig. Ganz wichtig, das ist ganz was Neues. Habe ich so noch nie gemacht, habe schon seit Ewigkeiten Bock drauf und habe jetzt einfach mal gemacht. Ja? Was wollte ich damit machen, erkläre ich im Video nicht. Ich habe schon immer mal Bock, generell einmal ein Gaming-Video zu machen, das einigermaßen unterhaltsam ist. Und ich wollte einfach gerne mal Gameplay kommentieren und schauen, ob man das einigermaßen witzig verbackeln kann. Ich hoffe, die meisten kennen das Spiel, weil da mit so viel Fachbegriffen und wirrem Scheiß umeinander geschmatzt und geworfen wird, dass man sich wahrscheinlich relativ hart tut. Aber was rede ich lang? Ich schalte jetzt das Ding einfach mal ein. Moment, da muss ich umschalten. Ich hoffe, dass ich das so eingestellt habe, da tue ich mich jetzt auch mal weg. Und dann lassen wir es einfach mal laufen. Ich schaue auf die Reaktionen im Chat. Wir werden uns kurz noch einmal kurz unterhalten. Ich bin für Kritik kommt genug, das weiß ich. Ich habe auch 100 Millionen Ideen, was man Neues machen kann und so weiter. Aber irgendwo muss man einfach mal anfangen und habe mir einfach mal gedacht, was, mach einfach mal. Ohne Plan, ohne alles, mach einfach mal. So, ich mache jetzt meine Kamera weg. Moment, ich höre es mir aber noch. Ich hoffe, dass das Ding einigermaßen komplett im Battle ist. Und dann lassen wir einfach einmal laufen. Freunde der Sonne, viel Spaß damit. Evans, der Bürger. Leider gibt es mal was ganz anderes. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, in den letzten 1,5 Jahren ungefähr ist unsere Community ganz stickerl mehr Gaming-affin geworden. Und auf das, was wir da heute machen, habe ich schon so lange Bock, dass ich es jetzt einfach einmal mache. Und an den Rest, Kruzifix, How-To, Musi und so weiter und so fort, gibt es weiterhin das Wicker 0815 LP-Kanal. Scheiß euch mal nicht ab! Los geht's! Ich fehl momentan relativ viel in Warzone umeinander. Normal in einem 3- oder 4er-Team, aber heute habe ich einen guten Tag und spiele mir erst solo und hab mir gedacht, ich lasse euch da jetzt einfach mal teilhaben, ob's wollt's oder nicht.
Fangen wir an. Im Menü natürlich. Da klicke ich erst einmal Fancy in der Weltgeschichte umeinander. Weltweit muss ich auch sehen, was für spannende RPG-Skins das ich hab und wie weit ich mit dem Battle Pass bin. Dessen Level, wie wir alle wissen, dein Gameplay, Aim und Positioning-Skill widerspiegelt. Bis die Lobby aufgeht, streiten wir unseren Flauschkniedel nur wegen dem Torbastel rundum. Da geht die Lobby auf, 3/4 Gamepad, Aim Assist, Spackos und freilich freuen wir uns erst einmal ein sauberes Zelt in die Hosen, dass wir mit Inder spielen, weil ein geschmeidiger 800er Ping, der hat in einem Shooter ja noch nie nicht geschaut. Warm-up, da gehen wir natürlich sofort Vollgas. Und werden erst einmal rasiert. Und kleinen Nomi-Dinge mehr. Setzt mein Pro-Level 9000 Emo. Bin ich gespannt, dass ich eine geschissene Autoshotgun hab. Aber wurscht, da schießt man trotzdem dreimal hinten rein. Da hat der Karl von rechts was dagegen. Aber nichts hilft besser, als wenn wir erst einmal der Mio 2 die Raketen zur Gesellschaft den Himmel aufgeballert. Geschissen drauf, kleine eine hinten rein. Und wir zwingen uns beide. Alle guten Sachen sind bekanntlich 3. Jetzt packen wir High-Level-Skills aus, spielen wir Bavarian Stuka und rotzen wir aus der Luft schon obi. Piffkas, ich lande natürlich mitten im Haufen, krieg einen kompletten Schlaganfall, schieß Löcher in die Luft und der Karl rasiert mich schnell aus dem Leben, wie der Bockfotzen Apache am Preisen, der an der Ketchup-Szene schnuffet. Wenn das keine wahnsinnig kompetente Aufwärmrunden waren, nach der ich auf die ersten Anfragen von Cloud9 warten konnte, dann weiß ich es auch nicht. Meine Bartschalen sind warm, jetzt kann's losgehen, Kinder. Da ich nicht so gaudi mit meinem Prothesen-Gichtax aus dem Stallvogel springen, markiere ich mir in meiner Blutlust erst einmal einen Bounty-Contract. Mache wegen 300% Speed und schleudert mich in Richtung Untergang. Trotz meiner Zuversicht, dass das Quarry weit genug weg ist, dass nicht 2 Fußballmannschaften hinspringen, schau ich kurz gekonnt rundum. Wie hochgenommen ist nicht recht Philips. Bis der 4000 km/h Sepp meint, er muss jetzt da wo links einer bredeln. Ich zieh natürlich einen Schwanzei, dreh ab und snap mir erst einmal eine graue M4. Stell fest, dass ein Menschenmeer-LMG eigentlich viel geiler ist und baggelt aber dann doch die Kacknoob-RPG ein, damit ich meine Kartoffel immer wenig kompensieren kann, wenn's drauf hochkommt. Dann aber fängt der Ernst des Lebens an. Mein geschultes Pro-Gamer-Ohrwaschel nimmt einen Hauch von Steps wahr. Da ich auch nicht mehr der Jüngste bin, check ich nicht sofort, dass er von oben kommt. Trotzdem rasieren wir erst einmal die Arme aus der Putzen, wo der Rest vom Magazin hier geht, das weiß bloß als Mündungsfeier selber. Geschissen drauf, Kacknoob-Kanon haben wir nicht so gar nicht dabei, werd schon richten, aber die hilft auch nicht. Da pusht man nach, ich denke mal, und probier's mit einer Stun-Granaten. Sagt also das offenbar gefährlichste Trophy-System der Welt aufgestellt hat und lauf in maximaler Panik einfach einmal davon. Loadout-Time, Baby! Pro-Gamer, der ich bin, schleidet mir das jetzt mal sauber unter den Zug ein. Da man total Open Field auf die Waggons kaum gesehen wird, ist das nicht so tragisch. Außer mit der Grau, was auch sonst, die spürt jeder, die muss gut sein. Nope! Denkt sich der Surprise, Louis, von links. Aber Pech gehabt, Louis, ich hab meine 5 Aimbot-Sekunden des Tages, wiederschauen, Dankeschön. Zurück zum 4000 km/h Sepp, der auf meinen Heartbeat piept und kurz darauf schon mit seiner Sniper auf 12 Meter aus dem Loch blitzt. Ich ziehe wieder mal bloß die Arme aus und probier's hinten nachher mit dem professionell platziertesten C4, wo gibt. Wurscht, gut, dass wir 2 dabei haben. Ach, wieder nix. Der Sepp, sneaky wie er ist, schaut durch die Stirn und zieht mir ebenfalls die Arme aus. Sepp? Langsam gehst mir auf die Nerven, Sepp. Da gibt's bloß eine vernünftige Antwort drauf. Kacknoob, kein on to your face, Sepp! Ja, aber sneaky peaky kann ich auch. Schleich mich und eine und schier beim Sepp finally seine verdienten Kugeln durch Treppen in seine zusammengekämmten Kampfstiefeln. Der Sepp hat da oben offenbar dabei eine Bank ausgeraubt und glaubt so viel Kohle auf, dass ich im Hintergrund einen leisen E-Mail-Sound vom Finanzamt her. So gehe ich erst einmal die Wirtschaft ankurbeln, investiere in 2 UAVs und glaub endlich meinen wohlverdienten Bounty-Contract auf. Markieren wir die arme Sau und mach uns ein Usain. Nope! Denkt sich der komplett lost Manfred und blinkt erst einmal auf meiner Minimap von rechts daher. Ich hab das Gefühl, der Mann ist komplett Brain AFK, bratzelt ihn aus dem Leben, aber gefreu mich, dass er mir Gasmasken als Opfergabe da lässt. Press F for Respect für einen Kacknoob Money, weil bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, ob er gewusst hat, was er da tut und irgendwie tut er mir leid. So. Kann ich jetzt bitte mein Bounty machen, der seit 20 Minuten in der Scheißbude hockt? Nope! Denkt sich der Fallschirmfranz und schwingt seinen Hintern 5 Meter vor mir vom Himmel. Da krieg ich direkt einen spontanen CSGO-Flashback und geh in Full Russen Rush B-Blade-Mode. Was erstaunlicherweise viel besser hinhaut, wie ich gemeint hab. Gut, dass der Bounty Benny natürlich immer noch in seiner Bude hockt und wahrscheinlich die 4. Shisha raucht. Kacknoob-Kanon erinnert ihn aber höflich daran, dass Raucher ungesund ist. Kurz drauf macht er einen auf 4000 km/h Sepp und stirbt den gleichen trickerten Tod auf der Treppe, wie er es verdient hat. Und wieder höre ich leise im Hintergrund, dass mein E-Mail-Postfach übergeht und das Finanzamt mittlerweile an der Haustür Sturmleiten angefangen hat. Was darf man mit den 14.000 sonst als UAVs und Equip kaufen? Bei dem Lauf und mehr als Dusel als Verstand-Gameplay ist auf die 4.500 für ein Bein total geschissen. Braucht man nicht. Der nächste Open Field Lucke ist auch gleich gefunden und darf sich erst einmal eine Runde über meine stundenlang geübte Recoil Control gefreien und komm von Klickring, dass ich kein RPG-Moon mehr hab.
Big Brain, das ich bin, renn ich natürlich wildballend mit einem Puls von 280 plus hinten neu. Und hab das Glück, dass der Lucky keine Platten dabei hat. Im Augenwinkel kriege ich mit, dass der Michael Bay vor mir gerade offensichtlich Transformers 28 dreht und der Bumblebee explodiert. Da kann der Cowboy-Hut Karl nicht weit sein, dem ich erst mal blind mit dem Thermaler schön zu wenig laut ausgesprochenes habe die Ehre schick. Nope! Denkt sich der Cowboy-Hut Karl und gibt mir einen sauberen Hedy in meinem Vollsprint. Da ich keine Freund hab, muss mein Revive-Kit aus der Scheiße rein. Der Cowboy-Hut Karl geht in Blind Greed Mode und kassiert auf der Stage zu Recht dafür seine wohlverdiente Quittung. Und ich sag's euch, wie es ist, in dem Moment verspüre ich eine kleine Erschütterung der Macht, wie er sein Maus aus dem Fenster wirft und das Spiel deinstalliert. Alter, wenn die Aktion einmal kein Like und ein Abo und mindestens Glockenwert ist, dann weiß ich's auch nicht! Die nächste arme Sau ist auch nicht weit und kriegt erst einmal mein Magazin in den Bahnschein. Offenbar hat aber der Kasperl auch keine Freund und schmust da unten mit seinem Revive-Kit ums Eck rundum. Da ich jetzt schon Sim-Leute ins Gulag geschickt hab, wo sie über ihren Versagen nachdenken können, wird mir der Revive-Kit Karl auch nicht aufhalten. Einmal ausziehen und gleich nochmal und wieder schauen. Und so werden aus Sim nachdenkliche Leute im Gulag 8. Die nächsten Hamperer sind auch nicht weit. Aus ist der Hausdach Hans. Knockout gefällst mir einfach besser, Hans. Weg mit deinen Armen. Umfallen du natürlich wieder nicht, weil der Kass. Aber all of a sudden, der zweite Hausdach Hans appeared. Tja, Hans, nicht dein Tag heute. Der erste Hausdach Hans hat sich kurzerhand in Im Haus Hans umgenannt und schaut aus dem Fenster. Mein Pro-Game-Auge übersägt das, wird grantig und schickt ihm natürlich zwei verzweifelte Raketen, die absolut nichts bringen. Panik! Die Sonne geht zusammen! Und in meinem unachtsamen Übermut steht der habitäre Rudi auf der Straße und schickt meine dumme Gichtputzen dahin, wo es schon vor einer Viertelstunde hingehört hätte. So schnell kann das Leben als Pro-Gamer beendet sein. Wie angenommen, bin ich wahrscheinlich einfach zu alt, zu fett und zu langsam. Ja. Ne? Ja. Ja. Weiß jetzt auch nicht. Also, ja, ich hab natürlich mitgelesen. Wobei ich aber auch selber das Video nochmal angeschaut habe, weil ich die üblichen 1000-mal mein eigenes Video anschauen, bevor ich es irgendwo auflade, noch nicht durchgezogen habe, weil das keine 2 Stunden alt ist, das Video. Killer! Langsam jetzt. Da müssen wir uns nicht unterhalten. Der Killer. Geile Scheiße, besser geht der LP nicht, wenn man es überhaupt noch so nennen kann. Bitte mach mehr davon, weil das macht jetzt schon mehr Bock als irgendwie einen anderen anschaut. Beste, Alter. Simsei, Birger, nice Video, richtig nice. Danke, dass du immer so geile Streams und Videos für uns macht. Ihr braucht euch nicht bedanken. Ich bin dankbar, wenn sich jemand die Scheiße anschaut. Raiden, wie war das letztens mit der LMG auf einem Meter, wo es draufgegangen ist? Ja, deswegen habe ich sie wieder weggeworfen und hab dann Kacknoob RPG aufgeklappt. Hast du gesehen müssen. So, jetzt pass auf. Das war übrigens keine Lüge, das ist mein erstes Solo-Warzone, das ich überhaupt gespielt habe. Das ist keine Lüge. Ich habe mich selber darüber gewundert, warum ich da in der Lage bin, neue Leute umzubringen, wenn ich in die Trios und Quads, da werden wir so oft so krass rasiert. Also so krass. Da waren nur, also die Leute, die da teilweise mal angelaufen sind, das waren ja totale, der Michael hat gestern gesagt, komplett lost. Ja, das trifft auf den Punkt. Leute, jetzt schütze mal. Florian, bitte mach mehr davon, ich find's verdammt lustig. Dankeschön, ihr habt ja keine Ahnung, wie mich das gefreut, wenn ich neue Formate mache. Ob das ein Format ist oder wird oder was auch immer, weiß ich noch nicht. Es kommt drauf an, wie es ankommt, ich weiß es noch nicht. Wenn es taugt, jetzt schon mal vielen herzlichen Dank. Es gibt Ideen, die ich zusammengeschrieben habe, noch und nöcher. Mit anderen Spielen und so weiter geht das natürlich. Das Grundkonzept soll einfach sein, ich bin nicht wirklich gut in den Spiele. Aber ich glaube, dass mein Dumm-Damn-Lack-Kommentar, um das geht's eigentlich. Ja? Relativ wenig Edits, relativ wenig Blödel-Edits und so Musikblödelei und so weiter, sondern der Fokus liegt auf der Kommentiererei. Das wollte ich schon immer mal machen und ich glaube, dass das ganz witzig ist. Glaube ich, ja. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Es ist durchgehend jetzt dem Streamerin, finden es leider eigentlich lustig. Ein paar haben geschrieben, ich kann nichts damit anfangen, ist auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Ich bin mir sicher, wir haben ja mittlerweile 90.000 Leute in der Community, die sich das da über die Hälfte drin sitzen und die hören da Begriffe wie, keine Ahnung, Recoil, Control, bla, irgendwas und sitzen so da.
und denken sich, what the fuck, habe ich mir gerade angeschaut? Keine Ahnung. Aber ansonsten glaube ich, jetzt lest man da mal ein bisschen durch. Geile Scheiße, mal was anderes wie für andere Gaming-Videos, absolut grandios. Das ist schon mal zu viel des Lobs. Das ist schon mal zu viel des Lobs, weil es ist durchaus weniger Arbeit wie ein How-To. Ja, ist es. Es ist allerdings auch nicht auf die Spitze getrieben, wo ich, wenn da mehrere Teile davon kämen, so hätten, am Ende himme. Ja, da ist schon noch. Ich mag auch nicht gleich jeden Witz im ersten Video verballern. Ja, oder schaut halt Kruzifix, so wie sie die entwickelt haben. Von einem 2-Minuten-Video, wo ich einfach bloß in die Kamera reinschreie, zu einem 8 Minuten durchgeskripteten Video, wo ich jeden Blödeldreck außer Rotz, der mir einfällt. Und da mehr hätte ich gern mit sowas auch hin. Und mittlerweile spielen wir eben seit 1,5 Jahren Computerspiele auch. Und zocken und streamen und so weiter, aber in die Videos widerspiegelt sich das halt überhaupt nicht. Also in keinster Weise. Weil ich eben immer, genau wie damals gemeint habe beim Streamen, oh Gott, Community bricht auseinander, wenn ich jetzt auf einmal mit was komplett anderem anfange. Es wird die Leute geben, die sagen, oh Gott, kommt das gar. Ja, auf die warte ich sowieso. Der erste Satz, den ich sage, ist, es gibt weiterhin Kruzifix, How-Tos, Musi und was ich sonst so mache. Ich höre die ersten Leute jetzt schon schreiben, wie gibt's jetzt bloß nur sowas, wird jetzt ein Let's Play-Kanal, blablabla. Dann gibt's natürlich die Leute, die normale, ruhigere Let's Plays wollen. Das ist mir auch klar, aber die gibt's wie Sand am Meer und die kann man sich jeder zweite, entschuldigt meine Wortwahl, Vollhorst macht das. Das ist mir zu langweilig. Ich hätte auch das, wie lange hat das Spiel, also die Runden an sich hat glaube ich 20 Minuten ungefähr gedauert und hab's dann zusammengeschnitten auf, wie viel waren das jetzt, 6 Minuten ungefähr, 6,5 Minuten. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob weil, wer schreibt da, der Pickle-Rick schreibt, mehr Gameplay, weniger Hektik. Ja, ich muss nur vielleicht, ist es mein erster Versuch, ja. Ich glaube, dass sie das auch weiterentwickeln kann und dann einfach dann sich schon herausstellt, was die Leute sehen wollen. Ist mein Dumm-Kommentar? Ist Hans dumm geeditete Stein? Ist der Nope? Ist der keine Ahnung was. Keine Ahnung. Aber die meisten schreiben, in der taugt, Herr Raiden, Community, that's fine, wenn du mit Zelda auspackelst. Das stimmt. Das stimmt. Dazu muss ich mir aber die ganze Kacke erst kaufen. Merci dir. Da hat er vorerst noch was geschrieben. Moment. Naja, weiß nicht recht, was ich von dir halten soll. Mir haben deine Streams und Musi lieber. Ist auch nicht schlimm. Dann hörst du meine Musi und schaust dir meine Streams an. Herr Leon Wolf, geil. Spiel Warzone. Ich will mehr. Ich habe momentan relativ viel Spaß mit dem Spiel. Seit Ewigkeiten mal wieder ein Shooter, an dem ich Spaß habe. Darum habe ich einfach Bock drauf gehabt. Auch keine Garantie dafür, dass das Format, nennen wir es jetzt einfach mal schnell Format, das ich dann auch zu alt, zu fett und zu langsam nenne, weitergeführt wird. Das ist jetzt einfach aus der Spontanität entstanden und ja, fertig aussammeln. Was haben wir noch? Der Florian schreibt, bitte mach mehr davon, ich finde es verdammt Leute, die haben wir schon hier, da habe ich keinen mehr übersehen. Wenn ich jemanden übersehen habe, setzt mir bitte nicht besser. Stonecraft 2 schreibt, kannst du ja einen zweiten Kanal machen. Das hätte ich damals schon da müssen mit den Streams jetzt da, die haben theoretisch auch rein absolut gar nichts damit zu tun, was ich eigentlich auf meinem YouTube-Kanal mache, mit den How-Tos, mit Kruzifix, mit dem bohrischen Zeiger und so weiter. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich keinen zweiten Kanal gemacht habe. Es ist mit der Zeit, am Anfang werden die Leute blären, bla 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 bla, ein kleiner Teil wird sagen, nicht für Scheiße, es ist mir wurscht, ich habe einfach Bock drauf gehabt, das hilft sowieso nicht. Und so haben wir vielleicht auch einmal ein Format, das auch wieder wie alle anderen auch alle 3 Monate mal kommt oder alle halbes Jahr mal kommt, wenn ich Bock drauf habe. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Wenn der Herr Lamprecht schreibt zum Beispiel ein richtig cooles Video. Wie findest du Valorant? Mr. Stonecraft 2, ich habe keinen Valorant-Key, weil ich mir keine Streams so schaue. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Valorant was ist vielleicht die optimale Möglichkeit, Valorant zum Spielen und so eine Art von Video draus zu machen. Meine erste Valorant-Runden und so eine Art von Video draus zu machen. Schauen wir mal. Wir waren jetzt mit aufgespult als Namen. Mein eigentlicher Plan war ja gewesen, dass ich hab eigentlich angenommen, dass ich in den Solos genauso krass wegrasiert wird, alle 5 Minuten, wie in die Trios und Quads. Was dann aber nicht der Fall war, sondern ich habe einfach neue Leute gekillt, weil da einfach aus irgendwelchen Gründen einfach komplett Lost People umeinander laufen, die sich irgendwo ins Heißlei bunkern und dann rotzt das halt mit der RPG aus, also wie sie sich halt gehört.
Und eigentlich hätte es viel mehr Rage werden sollen, das, was die Leute von mir erkennen. Und jetzt ist es aber halt einfach geworden, was es geworden ist. Keine Ahnung. Skill-based Matchmaking, Birger. Ja, aber das heißt quasi, wenn ich mehrere Solos spiele und da jetzt mal in der Top 10 bin, oder da war ich jetzt seit 23, bin aber auch schon des Öfteren in der Top 10 gewesen, dann werden die Gegner wahrscheinlich auch besser. Ganz ehrlich, sie sagen aber, es gibt kein Matchmaking. Heißt's, keine Ahnung. Valorant ist chinesisches Rootkit, prove me wrong. Weiß ich nicht, was du meinst. Noobs spielen halt mit Noobs. Das habe ich gesehen im Community-Zock, wer da der Großteil der Noobs ist. Was hältst du von Leuten wie Junge und Rebi und so? Schau ich extrem selten. Ist mir fast wurscht. Schau ich eigentlich nie. Der Rebi ist mir, jetzt bin ich schon massiv auftrat, aber der Rebi ist mir einfach zu auftrat. Der redet da teilweise einen dermaßen in Rotz, dass ich mir denke, so, Alter, dass du deine tägliche Dosis Ritalin nicht ins Maul gestopft, keine Ahnung. Und der Unge ist halt auch bloß noch da, weil er der Unge ist. Und weil er so groß war, dass er wurscht ist. Alte 4 to pay respect. Der Heizung auf 5 jetzt wird geschwitzt. Erstens der Name, zweitens der Satz, Alter, was stimmt denn nicht? Ich weiß nicht, was da los ist. Der Martin Bayer schreibt per Superchat, Zwickel, meine Donation zeigt's nicht an. Scheiße, der Sound ist halt aus, ich krieg es nicht einmal mit, das tut mir leid. Herr Bayer, merci, falls da vorher schon was gekommen ist, ich hab's nicht gesehen, es tut mir leid. Ah, meine Italien, danke fürs Erinnern, feels okay, man. Ja, was wir übrigens auch mit machen werden. Einfach weil ich gerade so viel Bock drauf hab. Ja, wer hat das vorgeschrieben? Ich glaube, Kendlerin hat's geschrieben. Magst du das im Stream mal spielen? Ja. Werde ich mal Solos auspackeln. Kein Community-Zock, sondern wir werden einfach mal Warzone-Solos spielen. Da werde ich dann wahrscheinlich gnadenlos versagen, weil es immer so ist, sobald Leute zuschauen. Und so, jetzt ist es mir wurscht. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Ihr kriegt wieder einen Knockout-Noschcard, wenn ich das Ding auflade. Vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik und so weiter brauche ich noch. Da werden wir schauen. Also das ist quasi Phase 5, das stimmt, die Oberpfälzer, da haben sie gut aufgepasst. Theoretisch ist das Phase 5. Gameplay-Blödel-Videos. Nice. Also wenn das gut ankommt, dann gibt es natürlich öfter, weil vor allem, wenn ich Bock drauf habe, wir werden sehen. Freunde der Sonne, ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wehe, wenn ihr das Video am Wochenende aufladet und ihr schaut es euch nicht an und ihr lasst keinen Daumen nach oben da und ihr kommentiert es nicht, dann komme ich wieder und hau euch einen Knockout-Nosch. Versprochen. Ja? So sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann hockt es wieder umeinander, wenn es nicht jetzt. Und schwitzt es wieder Nutten in der Kirche. Herr Reisinger, Sodala, mit einem lauten Achtung, Achtung, Zug fährt durch, verabschieden wir uns ins Bett, Bussi auf Bandschein. Herr Reisinger, merci as always und ich verabschiede mich auch. Ich wünsche euch wohl zu nächtigen. Ich bedanke mich recht herzlich bei alle Donations, wie es halt jedes Mal ist. Heute haben wir, glaube ich, das erste Mal seit langer Zeit kein neues Mitglied nicht gehabt. An alle alten Mitglieder, press F for Respect für die Moderatoren. Und dann da ich sagen, gebe ich euch noch eine gute Nacht, Bussi. Und dann seid ihr alle lieb zueinander. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag morgen. Seid brav zum Papa. Und wir sehen uns spätestens am Montag für den Stream, falls das Video nicht kommt. Und wenn das Video kommt, dann sehen wir uns halt doppelt. Ihr kennt es ja schon selber schon, wenn es nicht ausschaut. Ihr Zipfelklatscher. Fix Mari. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Ehrentröte. Habe! So, schleicht euch. Schöner Feiertag.